Lieber Gott, zwei mit tot, wann ich werden so wieder abstinent. Dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein schenkt's mir rein. Ich bin heut, weil's mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir raus irgendwo sing ich das als Holz. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Liter her, fallen mir rum ist Kammerleer. Jesus, Freundel, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Liter her, aber höher geht's nicht mehr. Wie geht's euch denn? Das hat das ist schön. Erstes hat's uns grad noch gefällt. Kommst daher grad wie bestellt. Fallen mir heut vielleicht noch um. Wissen wir genau warum. Ja, kleine Kinder gehen ins Bett. Ich kann nicht da, oder? Ja, aber unser einer nicht. So schaut's aus. Grüß euch, servus, habe die Ehre, küsst die Hände und noch mehr zur 102. Pavlatschen. Und zwar wieder mal alleinig. Warum? Der arme Patrick war schon auf dem Weg nach Wien zur Pavlatschen, bis das Auto gestreikt hat. Nicht? Und das Auto hat gestreikt und blieb auch bei diesem Streik. Jetzt hat er sich also da massiv darum kümmern müssen, dass er wieder vielleicht heimkommt. Ich glaube, er ist noch nicht daheim, aber ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, entspann dich, Patrick, entspann dich. Wir werden schon irgendwie schaukeln, vielleicht geht es noch aus, dass er kommt oder nicht, aber es schaut eher jetzt so aus, dass nicht. Also, ihr müsst nicht mir allein Vorlieb nehmen. Dennoch, grüß euch Gott, servus. Schön, dass du da seid. Viva i Pavlacisti zur 102. Ausgabe. Ja, ich hab heute, ich sehe heute ist das Bild noch nicht passend. Ich bin heute ein bisschen hinten nach, weil ich eben irgendwie da noch nicht eingestellt war. So, warte mal, ich muss da schauen. Ich muss ein bisschen einstellen. Wie geht's euch? Klaus war beim Barbier. Ja, in der Tat. Ich habe also meinen Lockdown-Bart habe ich endlich hinter mir lassen können. Und habe gesagt, er muss maskengerecht sein, dass die Masken da drüber geht und nicht im Bart andruckt und das Ganze. Also, ja. Also der Schädel fein säuberlich. Ich glaube, das Bild das ist nicht besonders schön, aber mit dem werden wir jetzt leben müssen. So, da gehen wir gleich zum Anbotteln. Ja, es ist halt kurzfristige Änderungen, wie es halt so ist. Was haben wir? Warte jetzt einmal, der erste Kommentator heute war Hubert Hinkhofer. Ganz grandios. Hubert Hinkhofer im Chat, endlich wieder Montag. Jawohl, die Chrissy gleich drauf. Chrissy ist voll dabei. Ja, genau, ja, stimmt. Ja, Rudi Korbes, schönen guten Abend, Rudi. Karin Albertina Pristonik ist dabei, große Freude. Maggie Pemperton, Markus Pristonik. Na, Montag findet seinen Höhepunkt. Pavlatschenzeit, schönen guten Abend, Pavlatschinger und Pavlatschisti. Auch der Maber aus Deutschland ist mit dabei, servus, grüß dich Gott. Die Daniela Schlögl, jawohl, heute wieder live dabei. Der Markus hat dich würdig vertreten. Ich meine, du bist da nicht so noch dazugekommen, aber natürlich, Markus hat dich würdig vertreten, aber angegangen bist du schon. Fritzl Startguss, Landtalstromer, Markus Volker, heute dabei. Markus Volker, ich hoffe, vielleicht hast du die letzte Sendung ein bisschen nachgeschaut. Die ganze muss man nicht so anschauen, aber so ein bisschen nachgeschaut, wo wir dich hochleben haben lassen mit der grandiosen Doppelmagnum. Aber die haben wir gelehrt. Unter Mithilfe von meinem Munkelein und von der Lisi haben wir die gelehrt. Mit großer Freude. Und ich sage nochmal, Markus, danke dir schön dafür und schön, dass du heute mit dabei bist wieder. Christoph Horvath, naja, ohne Horvath spielen wir nicht. Peter Voigt, auch große Freude. Gitarrist, muss ich mir mal zusammenreißen, wenn Fachpublikum zuschaut. Ne? Gary 1.0, Momo M, jawohl. Christoph Acker, Franz Brandwein, Roman Steurer, meine Eltern sind auch dabei, grüß euch gut. Werner Wichtig, jawohl. Musikraum, Austrian Rainer,
Ja, haben wir es eh. Susanne Fabra. Schauen wir mal. Spitz bitte, was? Also Fiakerlied und ein Gmäler. Ja, schauen wir mal, was wir heute machen. Alucard ist mit am Start. Schauen wir mal. Ulrich, jawohl. Uli Slonek aus Helsinki. Ganz große Freude. Der Bernahos Motto aus dem Wiener Rathausviertel heute. Jawohl. Gundula Braun. Na schau, jetzt gehen nicht alle durch. Aber irgendwie. Schaut gut aus. Gundula Braun, das muss ich schon extra. Ja, das habe ich sogar eine, weil man. Das muss man schon. Da muss man gleich die Wampen ein bisschen einziehen. Ah, ja. Die Locken noch glatt streichen, ne? Glatt reflektiertes Licht, sagt der Dani Schlögl. Ja, das ist, ich war noch nicht eingestellt. Ich hab da jetzt noch nicht so umgebaut. Na warte, ich probiere jetzt was anderes. Moment. Pass auf, wenn ich da oder ist vielleicht immer mehr so reflektierend. Ja? Das ist allgemein finsterer natürlich auch, ist ganz klar. Aber, ich glaube, so können wir es lassen. Die Emmy Hinkofer, jawohl. Thomas Franzka ist auch dabei. Ja, Daniela Schlegel sagt, ihr habt mir auch gefehlt. Der Montag ist nicht das gleiche ohne euch. Das glaube ich da schon. Ist ja auch bei uns auch so. Und natürlich, trotz allem, ich meine, ihr wisst, ich habe schon die ein oder andere Pawlatschen Solo bestreiten müssen. Hat immer irgendwie hingehauen natürlich, aber es ist halt nicht das gleiche wie zu zweit. Aber immerhin ist es so, dass, ja, das haben wir eigentlich noch nie gehabt. Also technisches Gebrechen in dem Sinne, dass einer nicht gekommen hat können. Und der Patrick hat gemeint, ja, das Jahr fängt schon wieder gut an. Das fängt gut an, das Jahr. Das ist wirklich wahr. Ja, das ist ein Wahnsinn. So, Freunde, schaut, wie ich unprofessionell bin beim Anbotteln. Bist der Fäscherzopfen, sagt der Heribert Kacher. Jawohl, du hast eine Ahnung davon. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe mir einen Ausblick, Chardonnay 2019 mit der Goldmedaille. Mein Lieber. Jawohl. Du schaust immer gut aus, sagt der Marion Gregelstein. Naja, gut, jetzt kommt das Lob einer. Da muss ich sagen, da frei mit doppelt. Ja. Jawohl. Eine Solo-Pawlatschen. Und natürlich jetzt das Problem ist das, weil oft ist man zum Beispiel, wenn es der Patrick krank ist, Hausnummer, nicht? Oder aus irgendeinem anderen Grund nicht kann, weiß ich das ein bisschen früher. Ja, Musikraum ist niemand im Haus, der einschenken könnte, ich habe meinen Mund geleint, aber die kommt halt in den Gegenschluck, aber da singt sie mir ein Lied. Da singt sie mir ein Lied vor. Reiß auf die Bottel, Christoph Markowitz. Schon geschehen. Meine Herrschaften, jetzt einmal. Ganz gemütlich, ganz entspannt. Also das sage ich jetzt mehr zu mir gerade. Prost! Schön, dass ihr dabei seid auf einen schönen, gemütlichen Abend. Ja, naja. Schmeckt mir. Warte, Beweis-Screenshot. Warte. Die Gabi hat noch was geschickt. Austrian Rhein hat noch was geschickt. Ja, Thomas Franzka, hast du was gesagt zum blöd reden, wäre ich schon kommen. Ja, aber Thomas Franzka, das ist das, was ich gerade sagen wollte. Das ist ja also quasi mega kurzfristig jetzt gewesen. Ne? Also am 3/4 hat er angerufen, du, ich häng, ist ja wurscht, schauen wir mal, es wird schon irgendwie gehen, fang halt an, ich komm nach. Und am 8. hat er mich angerufen und gesagt, vergiss es, das wird nichts mehr. Ja, so. Und da ist natürlich dann die Möglichkeit nicht gegeben, dass man sich massiv vorbereitet, was ich vielleicht gemacht hätte, aber dennoch, allein, dass die Pawlatsche stattfindet, dazu kann ich sagen, okay, das funktioniert nicht. Noch einmal, ich moderiere es nochmal an. Allein, dass die Pawlatschen stattfindet, dazu kann ich schon sagen, ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Martin Rexes, Prost aus Nizza. Gut Snacks, ja, dir auch Martin, große Freude. Ja, was sagt der Ulrich? Die 101. war super, trotz Konserve. Nein, die 101. war letzten Montag. Du meinst die Fake-Pawlatschen. Das ist keine Pawlatschen gewesen. Die
Die haben wir nicht gerechnet in unseren Livestream, weil das war eben eine Fake-Pavlatschen-Konserve. Aber das heißt, sie war die 100a, wenn man so will. Aber danke schön für dein Lob, Ulrich. Aber es haben viel gesagt, es hat wirklich viel gefallen. Ja. Der Christoph Acker. Wurscht ob zu zweit oder allein, solange die Flasche nicht leer ist, wird nicht aufgehört. Ja. Ja, weißt du, Christoph. Darüber lasst ihr reden. Was? Christoph Vorwart, was ist das für Winze? Ah, der da hinten meinst? Ja, die sieht man jetzt deswegen, weil ich die Kamera jetzt ein bisschen umgeschwenkt habe. Das war meine einzige Änderung des Ganzen, dass ich die Kamera ein bisschen umgedreht habe. Das ist eine Mandoline. Eine Mandoline. Mandoline, und zwar kanadisches Fabrikat, sehr leiwand, wirklich sehr leiwand. Ich glaube nach wie vor, dass der Verkäufer sich da verdaut hat, weil ich es wirklich günstig gekriegt habe, sehr günstig. Macht mir große Freude, nur ich spiele leider zu wenig, dass ich wirklich eintauchen kann. Also jedes Mal, wenn ich die Mandolin wieder hernehme, fange ich eigentlich wieder quasi bei Null an und ja, ich komme also nicht wirklich rein in diesen Flow, nicht, sozusagen, weil ich da zu wenig Zeit mir dafür nehme. Das ist jetzt so. Ja, Rutger Maat ist sicher Zuschauer, ja, wahrscheinlich noch nicht, weil ich glaube, der wird noch gar nicht daheim sein. Aber ich habe da steht jetzt die Gitarre davor, aber ich habe da als Symbol, das kann ich da herlegen. Das Jazzhaberl. Das Jazzhaberl lege ich da her, also der Patrick ist quasi irgendwie mit dabei sozusagen. So, jetzt muss ich schauen, was mir die Gabi geschickt hat. Warte mal, passt auf, ob ich das sagen muss. Ja, so, ja, ein Screenshot. Sie wollte die erste sein, aber nein, mit den Pavlatschisten ist nicht so Spaß, liebe Gabi. So, und ihr kennt natürlich die ganze Geschichte. Mandolina, Fraudoline kann man nicht sagen. Der Landtagsstürmer, Mandoline hat mein Opa in den 40ern gespielt, ja. Die Mandoline, ich finde das ein viel leibenderes Instrument als die Ukulele zum Beispiel, die jetzt sehr, sehr en vogue ist. Ne? Also Ukulele eher leibend natürlich, aber die Mandoline ist halt eigentlich uns natürlich auch kulturell gesehen viel näher. Und ich finde das ein super Instrument. Ich finde es auch viel schöner vom Klang, viel voller, weil es ja mehr Saiten hat. Nicht? Also die Ukulele hat 4 Saiten und die Mandoline 8, nicht? Wobei quasi auch nur 4 gespielt, also die sind 8, die sind ganz eng beieinander, jeweils 2, also vom Spielgefühl her spielt man nur 4 Saiten. Die sind auch gleich gestimmt oder nur mit einer Oktav oder so, aber nicht Oktav, die sind überhaupt gleich gestimmt, glaube ich jetzt. Aber es ist ein viel satterer, viel vollerer Klang. Ich hätte euch gerne was vorspielen, aber natürlich bin ich nicht vorbereitet. Daher, ich glaube, ich bringe auch gar nichts mehr zusammen jetzt da aktuell. Ne? Alexander Küpferling, grüß euch aus Favoriten. Favoriten, jawohl. Favoriten ist da. Jawohl. Sternal von Favoriten, das kann ich leider nicht. Müssen die spielen. Also hätte ich spielen müssen. Ich hätte es auch nicht sagen müssen, dann hätte keiner gesagt, kann er schon wieder eins nicht. Aber das ist mir gerade eingefallen. Als Favoriten ein Frauenkäferl. Nur da kommt Favoriten gar nicht vor. Das heißt nur Favoriten, Frauenkäferl. Ne, das spiele ich kurz auch. Wirkstoff in was? Zahnpasta. Wunderbare Welt der Schwerkraft. Franz Brandwein. Du hast echt zu viel Zeit. Als kleines Bieberl hat mir gesagt, meine Mutter, man soll ein Frauenkäferl ja nichts tun. Ein Frauenkäferl muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Ein Frauenkäferl muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Hat einer geheiratet, lebt den größten Wohlstand, er hat sein Weib in Überfluss segiert. Sie war gezwungen, sich von ihm zu trennen, das aber hat den Krösus nicht geniert. Sie war gezwungen, sich von ihm zu trennen, das aber hat den Krösus nicht geniert. Kaum war sie weg, war auch das Glück entschwunden, verlassen hat er müssen Haus und Hof. Jetzt ist er 70 Jahre, muss in die Versorgung, weil ihm auf der Welt der Hunger quält.
Jetzt ist er 70 Jahre, muss in Versorgung, weil ihm auf der Welt der Hunger quält. Da fällt er mir die Lehre von seiner Mutter, man soll einen Frauenkäferl ja nix tun. Ein Frauenkäferl muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Ein Frauenkäferl muss man ehren und schätzen, dann ist für die Menschen nicht das Glück verloren. Das Favoritener Frauenkäferl heißt tatsächlich so, das Lied ist eine alte Volksweise, also ich glaube, das hat gar keinen, da weiß man gar nicht, wer es geschrieben hat oder so, aber tatsächlich ist es irgendwann in die Archive eingegangen mit dem Titel Favoritener Frauenkäferl. Also in dem Sinne, Alexander Küpferlingehof. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dir gefallen. Was haben wir da alles? Daniela Schlögl spielt in der letzten Jännerwoche mal wo. Auf der Homepage habe ich nichts gefunden. Ja, steht schon auf der Homepage alles mittlerweile. Und zwar am 13. Jänner beim Taschler. Also jetzt am Donnerstag. Das war's. Das war's. Sonst ist nichts noch. Es ist noch ein bisschen zart, die ganze Geschichte. Was sollst du machen? Schau, die Achteln von eine, trinke ich einen Schluck. Die Achteln von eine. Weltklasse, Herbert Kacher. Dank der Schee. Jawohl. Das Favoritener Frauen. Warum das Favoritener Frauenkäferl heißt, weiß ich wirklich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, wahrscheinlich hat das der es niedergeschrieben hat, war das ein Favoriten oder hat das gehört, den Favoriten oder wie auch immer, irgendwoher muss die Idee kommen sein. Aber ja, so ist das mit dem. So ein Schluck, mir kommt das total ruhig vor, wenn ich gerade nichts sage, kommt mir das total ruhig vor, weil der Patrick fehlt. Obwohl ich auch wenn der Patrick da ist, meistens rede. Ne? Und jetzt gehen wir heute zum Beispiel nicht unsere berühmten Häuselgespräche, gehen wir heute nicht fortführen. Der Patrick sitzt wahrscheinlich daheim jetzt da und wascht seine Füße im Bidet und sagt: Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Ich weiß nicht, wer zugeschaut hat von euch letztes Mal, aber wirklich eine intensive Diskussion gehabt, also ein Fachgespräch über diverse Fabrikationen des Häusels und unter anderem auch über die Funktion des Bidets. Und wir sind also dann schließlich zum Schluss gekommen, dass das Sinnvollste eigentlich Füßwaschen ist. Ja? Na, Daniel Schlögl, das ist 2 Tage zu früh für unseren Urlaub. Na geh. Nee, pass auf, oh ja, wir springen wo ein. Moment, warte mal, das kann ich dir gleich sagen. Ich kann da aber keine, warte, ich schaue gleich nach. Ich kann da aber jetzt keine Details noch geben, aber spontan vielleicht. Warte mal. Und zwar, ach Gott, das steht da dazwischen. Am 19. Jänner, seid ihr da noch da? Am 19. Jänner sind wir eingesprungen, weil ein Musikerkollege von uns ausgefallen ist, gesundheitsbedingt. Und wir springen da ein im Schutzhaus am Amesbach. Das ist quasi genau die Grenze Otterkring 14. Dort ist, wie heißt die Vereinigung fix? Echte Werner, so irgendwie. Eine Wienerliedvereinigung, eine hochhonorige Wienerliedvereinigung, die macht eine Veranstaltung, irgendeine Partie und mir zwei, also und die 16er Buben. Also vielleicht, falls ihr noch da seid, am 18. Daniela, du hast eh meine Nummer, da wir uns zusammenreden. Der Franz Bratweiler, glaubst du, in Favoriten gibt es keine Frauenkäfer? Ja, aber nicht nur in Favoriten. Ne? Warum gerade Favoriten? Ja, 13 bin ich dabei, hoffe ich, muss ich Patrick nicht abholen. Christoph Acker, nein, sicher nicht. Sicher nicht. Gundula freut sich auch über die Freude. Ein Bidet ist für den Arsch, sagt der Peter Richtinger. Diese Diskussionen haben wir schon gehabt. Und Sanitär-Fachgespräch genial, Hubert Hinkofer. Wobei natürlich schon die Qualität dieser Unterhaltung über die verschiedenen Muscheln und Häseltypen und vor allem die Häselspülungen und über das BD war natürlich schon ganz wesentlicher Aspekt, dass von Markus Volker eine 3 Liter
Flaschen herausragend guter Riesling-Sekt von der Mosel da gestanden ist und auch schon sich dem Ende neigte. Also das hat sicher beigetragen dazu, dass die Gespräche über das Thema massiv qualitativ aufwertet wurden. Kann man schon sagen. Das glaube ich, kann man schon sagen. Jawohl. Christoph Retter hat sich dazu gesellt, grüß dich Gott. Jawohl. So, noch ein Schluck, jetzt spielen wir was. Was spielen wir? Also, ich. Siehst du, ich rede schon in der Mehrzahl. Das ist, könnte jetzt der Pluralis Majestätis sein, heißt es so? Plural Majestätis. Da ist ja der Majestätsplural, oder ist es, weil man der Patrick so fehlt? Also da musikalisch fällt mir schon, vom Wein her fällt mir, also ist wurscht, wenn wir da sind, weil da trinkt er eh nicht viel davon. Da bleibt mir das meiste über. Und damit, ja, eigentlich, da geht er mir jetzt nicht so, was den Wein betrifft. Aber beim Spülen und so, das ist schon. Und vorher haben wir keine geraucht, nichts. Nein. Das ist nichts. So, ich kann den Kalender schon wieder nicht lesen, war eine Woche zu früh. Ab dem 22. Ach so, Daniela Schlögl, du bist gut, heißt. Bidet ist so etwas wie ein Blitzableiter. Das eine ist eine Blitzschutzanlage und das andere eine Schlitzputzanlage. Christopher Daumann da. Nur von der Mosel kommen gute Weine. Von der Mosel kommen nur gute Weine, ja. Das stimmt, war wirklich sehr gut. Ja, auf jeden Fall ab 22. Na, aber die Termine stehen jetzt schon auf der Homepage. Auf unserer Homepage habe ich neu eingetragen. Wie gesagt, viel sind sie Taschler, der Röschenkeller und der Lentnerkordel. Mehr haben wir noch nicht. Und die, ob sie stattfinden, wie sie stattfinden, hängt natürlich auch wiederum von den Entwicklungen ab und der politischen Obrigkeit. Was halt sicher ist, ist natürlich die Pavlatschen, weil da gibt es keine 2G-Regel, es sei denn, einer macht es immer. Einer macht es immer. Aber wenn der andere in Quarantäne wäre oder sonst was, weil wer weiß ja nicht, kann ja alles kommen. Kann ja alles kommen. Wir sind auf alles und nichts vorbereitet, frohlocken lediglich aus purem Optimismus. So schaut's aus. Was haben wir da? Eine Amerikanerin der französischen Schweiz, als sie in den 70er Jahren das Bidet im Badezimmer entdeckte. Oh, is that for the babies washing in? Der Hotelier drauf. Mais non, madame, that's for... Was? The babies washing out. Ja, hätte, sag einmal. Das ist eine jugendfreie Sendung. Himmel hergott noch einmal. Sowas. Ja, großartig. Einmalig. Heute spürst den Herbst in deine Bahnen. Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns ein Raner zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Madeln tanzen durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Ebenblatz, Liebertstall, Stacher da in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnenmarkt und Rebfallplatz liegen, das liegt beieinander. Wer am Markt ein Stadel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du dich verlieren. Beisel voller Traurigkeit, Parkplätze zum Senieren, Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Schatan. Trotzdem bin ich wie glaub, doch nur da daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt einer durch die Locken zwischen Ottergring und Lerchenfeld. Den Galizienberg siehst du durch einen Schleier, alles ist verkühlt, jeder Böd. Und
die Rauchfänge merkst, sie machen Feier zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ibenplatz, Liebhardstal, Stachern, all der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und Trepfelbad, Lehm, das liegt beieinander. Wer am Markt ein Standl hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, Kugel geht am Gang. Mödeln so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du dich verlieren. Beisel voller Traurigkeit, Parkplätze zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstaub, Räuber und Gendarm. Trotzdem bin ich wie ich glaub, doch nur da, daheim. Jawohl. Ein nicht ganz sauber gespielter Original Karl Hodiner, der Text von Walter Bisseker, wie so viele seiner Hits. Absoluter Klassiker für mich, für meine Begriffe. Tatsächlich ist das Lied gar nicht einmal so bekannt, außer natürlich bei den Hodiner Fans, das ist ganz klar. Und den Pavlacista, weil mittlerweile, glaube ich, habe ich das jetzt mal gespielt, wann ich allein bin, weil mit dem Patrick habe ich es noch nicht gespielt daher. Super gespielt, sagt der Rudi Korbes. Danke, schön Rudi. Aber, mein Lieber, ich habe aber ordentlich. Ich war mal ordentlich daneben. Wow, schau die Achteln. Wie hat zwar die Achteln eine. Die Dopplermeter braucht man wieder, ja, auf den verzichten wir. Auf den verzichten wir. Der Raffi, das war mager. Was war mager? Ja. Schaust du auf die Motorradmesse in Wels heuer? Nein, Peter Richtinger. Sicher nicht. Erstens einmal, das letzte Mal, wie ich in Wels war, ja, war es sehr nett. Ich habe einige Freunde, Brennräumler getroffen. Es war sehr nett, hat mich sehr gefreut, war wunderbar, aber der Aufwand nach Wels fahren für das, was ich dann dort habe, war es am Ende des Tages eigentlich nicht wert. Und jetzt im Zuge dieser ganzen Corona-Geschichten, auch noch was da mit Masken herumrennen muss, und alles, ist es eigentlich, ja, mir ratzt nicht. Also ich sage jetzt einmal, zu 99,9% fahre ich nicht. Kann sich natürlich sofort ändern, indem sich das irgendwie ergibt. Wo es einfach, ja, wo es dann einfach gut reinpasst, dann kann es schon sein, dass ich fahre. Ja. Wobei natürlich Daniela Schlögl, es war natürlich schon so, dass Wels natürlich relativ nah an Steyr liegt, im Vergleich. Und dann war ja die Anfahrt wiederum nicht so wild. Aber schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, wann ist denn die? Wisst ihr, wann die ist? Schade, ich meine, nach Tulln war ich sofort dabei gewesen. Das war die letzte Messe, die ich in Tulln besucht habe, das war auch die letzte Motorradmesse in Tulln bisher, die hat mir echt taugt. Das hat mir echt taugt und die hat mir auch viel gegeben, weil ich wirklich vieles erfahren konnte, was ich wissen wollte für meine Entscheidung dann, welches Motorrad ich kaufe. Die war echt leibend. Wels hat mir gar nicht taugt. Also gar nicht, das war im Vergleich. Ja. Christoph Acker sagt vollkommen zu Recht, wer sagt heute die Tonarten vor. Und das ist ja mein großes Problem, lieber Christoph. Deswegen spiele ich auch viel weniger. Ja. Ja, ich schaue so mager aus, das glaube ich. Ja, Daniela Schlögl, schaut, dann hätten wir uns wieder treffen können. Naja, wie gesagt, Daniela, vielleicht, man soll niemals nie sagen. Man soll niemals nie sagen. Man soll niemals nie. 25. bis 27. Februar. Und der Christoph Acker ist auch dabei. Naja, na vielleicht. Ich meine, ich will es nicht gleich ablehnen. Ich will es nicht gleich ablehnen. Wo ist der Harry? Ja, wo ist Harry? Ich meine, da kann ich ihm nur, gesucht wird folgende Person. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Wo ist der Harry? Wo ist der Harry, schnell Fonte, wenn man braucht? Zu Recht. Grundtonat F. Hat mich als Hetz ein bisschen mitgespielt auf meiner Quetschen. Manfred Kraft. Genau, ja. Na gut, also da weiß ich, also was ich spiele, weiß ich dann schon, in was das ist. Und wenn ich dann spiele und merke, ja, das ist die richtige. Oft ist der Anfang ein bisschen schwierig. Ja. Ja. Manfred Kraft, was spielen wir? Was spielen wir? Außer der Quetschen.
siehst du mir heut noch in Erinnerung, als ob's gestern gewesen wär. Es war ein schöner Sonntagsmorgen, da ruft's Mutter und schwingt, komm her. Lass dir's Gesicht und Handel waschen, lass die Wuckeln dir frisieren. Heute möcht ich zum ersten Mal dich auf den kahlen Berg noch führen. Oben hat's mir zeigt die Pracht, hat mich gestreichelt und hat gelacht, hat gesagt, schau, der Stephansdom und der blaue Donaustrom. Schau, das Häusermeer da drin ist deine Heimatstadt, dein Wien. Bleib stets treu dem schönen Ort und ich hab gehalten an mein Wort. Meine Mutter war eine Wernerin, drum hab ich Wern so gern. Sie weiß, dem in Leben mir die Liebe hat gehen, zu meinem einzigen goldenen Wern. Meine Mutter war eine Wernerin, drum hab ich Wern so gern. Sie weiß, dem in Leben mir die Liebe hat gehen, zu meinem einzigen goldenen Wern. Jawohl, leichte Luftprobleme gehabt zum Singen her. Schaut sich das an. Aber ist gut angekommen. Achtel von eine. Achtel von eine. Jawohl. Wir könnten doch eine Fahrgemeinschaft machen, aber nicht am Moped. Ja, das glaube ich auch. Motorradl nicht. Nein, da, vielleicht, wie gesagt, da reden wir uns noch zusammen. Der Harry fährt schon mal den Wagen vor, genau. Und das noch, von den jungen Kindern, das keiner mehr, gell? Wobei ich habe ja auch, was war denn das? Derek oder der Alte, irgend sowas, ne? Ich habe das auch nicht, weiß ich, wie oft gesehen, aber war zumindest, das war wirklich eine Floskel, die war jemandem ein Begriff. Der Harry fährt den Wagen vor. Der Alte, ne? Oder Derek? Nein, für die zwei, sehr wurscht. Sehr wurscht, aber viel für die. Aber die Jungen werden es nicht mehr kennen. Und heute, gestern war das. Du spielst doch alleine sehr gut, sagt der Peter Capun. Peter Capun, da danke der recht narrisch. Da danke der recht narrisch, da schenke mir sofort ein Achtlein. Aus großer Freude. Weil die Wildcat ist auch dabei, jawohl. Derek, Peter Richtinger sagt Derek war das, ja. Na, Derek war schon super. Derek war schon. Hubert Hinkhofer sagt das auch. Auch der Manfred Kraft, Derek. Chrissy, ja, weißt du, Christoph Radau, Derek. Wisst ihr, weil jeder, der Derek einschreibt, macht offenkundig eine gewisse Erfahrung. Bis deppert, wie lang hat es nicht gegeben? Nein, den hat es nicht lang gegeben. Also, den hat es schon lang gegeben, aber ich sage mal bis in den 90er Jahren, länger nicht, glaube ich. Wann überhaupt in den 90er Jahren, oder? Bis gescheit, das war was, ha? Christoph Acker auf deiner KLX. Ich als Sozius, das wird kein Video, das wird ein Blockbuster. Ja. Derek aus München mit den dicken BMW immer im Anzug vorgefahren. Ja, Steinenössin. Ja, das waren Respektgeschichten. Das Bier ist leer, ich schreite zum Wein. Franz Brandwein, gute Idee. Ich trinke einen Schluck von meinem Chardonnay. Dann habe ich ganz beinhart, weil muss ich erst wieder in Verhandlungen treten mit den etwaigen möglichen Sponsoren des Jahres. Da habe ich schon, schau, ich habe den Zonk verdickt. Das geht nicht. So. Ist das? Magnettoffe, mein Lieber. Das ist eine Maschine. Das ist eine Hochleistungsmaschine, was sie da drin anspielt. Oftmals, selten, oft nie.
Ich kenn's nicht, Christoph Vorwart, na gut, ich bin ein junger Hupfer. Der Satz Harry holt den Wagen kam nie vor. Martin Rexeis, stimmt das? Das würde mich nicht wundern, wenn das so eine Urban Legend wäre. Harry fahr den Wagen vor. Oder hol den Wagen, ja. Bin seit 84 in München. Maggie Pemberton, naja, ich weiß eh. Reden wir über das Alter. Wenn es mit dem Mopeden kommt, gibt es eine Speckesbelohnung, Peter Richtinger. Naja, jetzt überlege ich schon. Freitagabend Anreise, sagt der Thalia Schlegel. Abends ein paar Flaschen trinken und am Samstag ein kleines Frühstück und dann zur Messe. Das Reisebüro Schlegel steht euch gerne zur Verfügung. Ja, Daniela, da werden wir wirklich reden müssen, glaube ich. Ich glaube, das wäre mir wirklich terminlich anschauen. Wir mit Christoph Acker mit kurz schließen. Und dann könnte es schon sein, dass ich vielleicht doch noch in Wels aufschlagen werde. Wie eine Splitterbombe. Na, schauen wir mal. Aber danke fürs Angebot. Schauen wir mal. Zeigelt Rosé vom Burg aus war vom Wagram. Franz Brandwein, jawohl. Der Kotterne Mittel, ja gut, das war eine ganz andere Kategorie. Bier-Wein, naja, da gibt es ja den Spruch, ne? Wein auf Bier, das gönne dir, Bier auf Wein, das kann auch sein. So sehe ich das. Der Quetschen Dr. Föth. Der Quetschen Dr. Föth, definitiv. Manfred Kraft. Der korrekte Satz wurde in keiner Folge gesagt, der Leiwand. Schau, der Peter Kabun schreibt schon, Derek von 1974 bis 1998 bis 98, doch so lang. Wahnsinn. Wahnsinn. Am ersten Tag schon 2 Takter gehabt, Christopher, da. Was? Waldkeit? Am Donnerstag habe ich das Mäusle wieder beleben müssen. Mund zur Schnabelbeatmung und Herzmassage. Sag mal, Waldkeit, was los? Was los? Was ist jetzt mit dem Mäusle wieder los? Jesus, nein. Ja, aber da müssen wir das in der Tradition machen vom Brennraum, wo ja dann immer entsprechend zur Genesungswünschen sozusagen der blaue Ozean fährt. Und das ist natürlich bei uns bei Vlaschen die roten Achteln. Und ich würde sagen, legen wir zusammen und hauen einmal eine Orgie an rote Achteln rein. Für die Wildcat, respektive fürs Mäusle, für einen Nymphensittich, auf das der nicht auch so deppert, also die, Mäusle ist weiblich, aber dass der nicht auch so deppert ist, sozusagen wieder Reue und abangelt, das wollen wir wirklich nicht. Bitte nicht. Also, haut eine bitte eine rote Achtel-Orgie für Mäusle, damit alles wieder gut geht. Der Christoph Vorwart, eine Pavlatschenausfahrt muss nächste Woche Saison schon sowieso geben. Naja, das war eher eine Idee. Ja. Ja, nein, es ist, also, Daniela, ich habe eigentlich mehr so teuer als die tatsächlich dann das Reisebüro gemacht. Grüße aus Stadtlau, Herbert Karrer. Von meiner Schwiemutter Drache. Geh hier auf. Grüße Retour. Wein auf Bier, das lasse ich sein. Ja, Franz Brandwein, das ist ja Blödsinn. Das habe ich mehrfach ausprobiert. Das ist vollkommen. Bierfein, das ist zum Beispiel wirklich leibend. Also einstmals, als ich noch fortging, da war das wirklich so, dass ich sehr schätzen gelernt habe, nach einem doch recht durchzechten Abend. Dann sozusagen nochmal so als statt ein Fluchtachtel, dann nochmal ein Seidel. Ein kaltes, gutes Seidel drüber. War oft gar nicht so schlecht, wobei auf der anderen Seite, es war wurscht gewesen, was ich da sauf. Ist so gesehen. Aber es ist wirklich nicht so schlecht. Wein mit Glas auf dem Aufblasbett könnte eng werden. Ja, fürs Bett. Horst Tappert, der Alfixer, der sagt. Der Horst Tappert war das. Mit den Tränensäcke, das war legendär. Schau, und da kommen schon. Da kommen schon die. Schau, Wildcat. Schau. Was da alles kommt fürs Mäusle. Spielen wir was. Ich habe jetzt Vogel ein paar Monate, Patrick ist ja. Eieiei. Ja, ist ja wurscht. Na, Reparaturseidel, das ist am nächsten Tag. Grüße. Reparaturseidel war am nächsten. Ist ja wurscht halt. Ohne. Jess Haberl sieht man ja. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Mai.
Die Box sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und die Nasen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr im Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Dirndl am Waldweg daher, ja da spring ich vor Freude, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schon fest in die Mähnen hinein, und sagten sie mächtig einige sein, aber noch ein paar Busseln, sag ich geh ich heim, ich bin lieber frei wie ein Vogel am Baum. Jetzt kommt einige Solo ne, von Patrick, aber und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt, lass ich du gerne, geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, seh ich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Ja, das ist ein Scheißdreck zusammengespielt, aber es muss ich euch sagen. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl. Sauber gezwitschert, Christoph Vormark. Na, was ist mir? Aber der Tonumfang war heute sehr gering. Aber das ist manchmal beim Pfeifen, ich weiß nicht, manchmal kann man relativ hoch pfeifen auch und so. Aber heute habe ich gemerkt, ich bin im Tonumfang, glaube ich, auf 5 Töne beschränkt. Das war ein bisschen. Zwitschern kann er. Ja, zwitschern kann ich schon, zwitschern gehen wir schon. War fürs Mäusle, war fürs Mäusle. Der Christoph hat da damals erst noch fortgingst. Daher kommt sicher das Gleichgewichtslied, ja. Das wäre auch gleich spielen. Das wäre auch gleich spielen. Das Gleichgewicht. Mal schauen, ob ich was verpasst habe. Ne? Von Walter Nagel, liebe Grüße, Raffi. Dankeschön, Retour. Retour, ganz leibend. Im Beiwagen fahre ich sofort mit, das ist urgeil. Ja. Mit der Oral von Peter Richtinger, das war schon leibend. Klaus, erst den Patrick würde ich vertreten. Ja. Danke dir, ich habe das Beste getan, natürlich, was ich machen konnte, aber in keinster Weise, natürlich ein Ersatz. Ne? Aber Christoph Radau hat das ja richtig angedeutet, ne? Mit Gleichgewichtslied. Ich geh gemütlich heim, da steigt mir wie ein Darm. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Soffen auf der Gassen sucht. Da hat der Lakel bläht, was suchen sie auf der Erd? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Na, das Gespiere, ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gröll ich dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich 1 Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Da sind der Wisch im Postal. Nein, das ist nicht schön. Die Leute glauben, ich lerne gehen. Ja, weil er auf die Knie da rutscht und wie ein Baby die Krawatten lutscht, da schreit der alte Mann, so laut alles er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon die Hund wie der Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil
anders find ich's nicht. Nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade um ein Tunnel ist wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder. Sonst hat's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Doppler Wein. Eine Magnumflasche ist ganz klar. Fangt da dann wieder an, die umeinander Grölerei. Jawohl. So schaut's aus. Das Gleichgewicht. Das Gleichgewicht. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Das ist großartig. Schau, ich liebe dieses Lied, Franz Bratwein, jawohl. Ja, die Irme Hinkoff auch. Die Irme Hinkoff auch. Na ehrlich, schau, die Achtel von einer. Die Achtel von einer, danke recht mal. Ja, ich kann mir den Wein auch rein zwitschern, aber was denn? Heribert K. Pipi fein, sagt er. Ja. Genau, Manfred, ja, ein Zoom-Call, ja. Ja, aber Maggie, das war echt damals, das war für mich, also da habe ich heute noch Albträume, wie da diese ersten Lockdowns gekommen sind und ich mit dem Patrick, wir haben aus vorauseilenden Gehorsam gesagt, pass auf, dann treffen wir uns nicht, sondern wir machen die Pavlatschen und dann uns verbinden. Eben auch, das waren über Skype und dergleichen. Da habe ich heute echt wirklich noch Albträume, das war ein Horror. Also mit jemandem spielen, wo es eine Latenz gibt, weil es ist ja, das muss man wirklich sagen, also wer das nicht weiß, es ist ja so, wenn du mit dem zusammenspielst in einem Raum, spielst du halt zusammen, ne? Das ist ja nicht so schwer, nur du hast halt über diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten hast du einfach eine Latenz, sprich, es kommt nicht zeitgleich, es ist, wenn ich das her, ist schon vorbei zum Beispiel, nicht? Und dann kannst du dich nicht zusammenspielen. Das ist natürlich sehr schwer. Wir haben es stellenweise zusammengebracht, aber das war ein mörderischer Aufwand und hat mich geistig wirklich dann eigentlich überfordert, komplett. Also ich bin froh, wenn man das nicht so machen muss. Und ja, wäre man so nicht mehr, weil ja, als Hetz ist ganz lustig, aber in Wahrheit funktioniert sie nicht. Ja, das muss man ja leider so sagen. Aber ja, grundsätzlich, wenn du sonst nichts hast, ja, Christoph Acker sagt, wenn man nur den Klaus verarschen kann, ist es nur die halbe Freude. Patrick fehlt schon irgendwie, ja. Gut, aber beim Patrick kann sich mitverarschen, das macht ja nichts, er ist halt nicht da. Aber wird das schon hinkriegen. Mitkriegen wir nicht. Der Nächstlegel, ihr habt es super damals gemacht, ja, danke schön. Ja. Aber das war nicht wirklich, das war ein mörderischer Aufwand. War unglaublich. Dann haben wir gesagt, eigentlich blöd, nicht? Weil wir gesagt haben, in Wahrheit, das ist ja beruflich. Der Patrick und ich, wir spielen ja beruflich zusammen, das heißt, das wäre ohnehin gegangen, nicht? Dass wir zusammenkommen. Aber wir haben das halt nicht so recht gewusst, wie die das meinen und alles Mögliche, nicht? Mit dem Lockdown damals, mit dem ersten. Dann haben wir gesagt, na gut, bleib daheim, wir verbinden uns. Dafür haben wir technisch natürlich haben wir schon viel gelernt. Technisch haben wir viel dazu gelernt. Was es braucht hat, das wird sich erst weisen. Aber jetzt einmal wieder ein Schluck. Ich habe mir gar kein Wasser, muss ich mir auch einschenken. War der Wahnsinn, aber trotzdem super Landwirtsstromer. Ja, Wahnsinn, war Wahnsinn. Das war unglaublich. Ja genau, der Manfred sagt es eh. Live geht das nicht. Hat der Klaus jetzt hier expliziert. Bis deppert Manfred Kraft, Ausdrucksweise 1a, hat der Klaus hier expliziert. Das gefällt mir, weißt du, das sind die Pavlatschisti. Da ist nicht der Ruhes. Wir sind hochgebildete Leute und von der Sprache merkst du es sofort. Na gut, beim Christoph Acker. Manchmal vielleicht denkt man sich, ich weiß nicht, aber beim Rest. Aber ja, Christoph, weißt du. Was haben wir da? Ich habe daheim eine Latenz. Wenn man die meinige, was anschafft, ist vorbei, bis ich dazukomme. Wird der Richtiger? Ja. Ja, das ist ungefähr so, wie wir gespielt haben. Der Patrick als Goldfisch war immer Highlight, das stimmt. Der Mr. Stammel Sandro als Musikautomaten mit dabei. Ja. Andreas Christina, endlich auch dazu gestoßen. Ja, Patrick ist auf eine Autopanne. Ganz schlicht und einfach eine Autopanne.
die sich kurzfristig eingestellt hat, auf halbem Wege, oder zumindest auf dem Wege, hat dazu geführt, dass es ein bisschen schwierig wird, dann daherkommen. Was soll man machen? Was soll man tun? Das haben wir wirklich noch nie gehabt. Und natürlich geht er uns alle an. Aber ja, es ist halt wirklich eine Tragik. Die Technik. Das war mit einem Fiaker, der Franz Brandwein wird das bestätigen, mit einem Fiaker war das nicht passiert. Ja gut, er war gefahren 3-4 Stunden, aber rechtzeitig weggefahren, rechtzeitig angekommen. Da gibt's keine Panne. Ruf Patrick an über Skype. Ja, Susanne, wie gesagt, das habe ich eh gerade gesagt, da kann man reden miteinander, aber nicht musizieren. Das funktioniert nicht. Was fährt der Patrick für ein Auto? Na, er fährt einen Skoda, aber ich weiß nicht, ob er mit dem Skoda gefahren ist oder mit einem anderen. Auf jeden Fall ja, das ist halt eine umständliche Geschichte. Ja, wurscht. Meistens kommt ja bei sowas viel zusammen, dass gerade der eine auch mit einem anderen Autowecker ist oder irgendwas anderes ist, weißt du oft wie es ist. Es ist ja furchtbar. Das ist Wasser, heißt ein Wasser. Ein Wasser, aber ja, wenn man nicht zu viel, dann tut sich das dazwischen schon ganz, finde ich, ganz gut einlegen. Finde ich schon. Am 13., diesen Donnerstag, meine Herrschaften, ist es soweit, da sind wir wieder beim Taschler. Das erste Mal in diesem Jahr. Ja, und da geht's weiter. Termine stehen schon auf der Homepage, schaut's nach. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häuseln darin und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich neben der Kirchen vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort da die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glückling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Gleich neben der Kirchen vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen.
Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht her. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das war der beste Trepferl Wein. So wie das soliert. Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort stört. Ich schau dem Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Hölle Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Treppweg der Erde, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferl Wein. Jawohl, ein Medley. Bist gescheit. Jetzt bin ich aber, jetzt ist der Blues mein rausgekommen. Bravo, Krauser, Grüße, Mama. Genau das Motto, Leiwand. Der Balu vom Dschungelbuch. Ja, sind ein Applaus für Klaus und die Grüße. Und die Achtelvereine, Leilon, danke euch vielmals. Musikraum Skoda heißt auf Deutsch Beschädigung, kein Witz. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er mit Skoda gefahren ist. Aber er hat einen, das weiß ich. Aber weh. Was ist gut oder braun? Toll, dein Skat. Was ist Skat? Nennt man das? Nennt man das Skat? Das Solieren mit der Stimme oder was? Das weiß ich gar nicht. Nennt man das Skat? Siehst du? Weiß ich was nicht, da weiß ich was mal nicht. Nicht die Achtelvereine. Jetzt macht er auf Sachs, ja. Jawohl. Ja, der Steiermark hakelt heute für 2 und deswegen muss ich sagen, warte jetzt 2. Heute alleine gibt es eine halbe Matt. Peter Richtinger 20 Euro, ich danke dir vielmals. Ganz herzlichen Dank. Muss ich so für einen Schluck auf die trinken, nicht ganz klar. Und gleich nachschenken, weil, habe ich vorher gesehen, Christoph Acker. Fürs Taxi, damit Patrick zum Tauschler kommt. 2 Euro und 2 Cent. Du, danke dir schön, warte, ich muss mir das nachschenken. Ich danke dir schön für
für alle anderen, die sich denken, hörst pass auf, der arme kleine Blade da Glotzerte, der wirklich, der bornt mir, den kann ich nur aufbauen mit Geld. Haut uns einen Schmattes in den Hut, bitte. Das war ganz liebe 16. Läuft durch die Information. Ist aber natürlich auch in der Videobeschreibung zu finden. Eine Kontonummer quasi oder die PayPal-Adresse. Das uns das, seid so gut. Das uns ein Schmattes in den Hut reinhauen, nicht den virtuellen Hut, wie es so gehört, dass wir nicht ganz ausgefallen sind. Also das letzte Jahr ist ja vorbei, wir haben jetzt da schon die quasi Abrechnung nicht gemacht oder Buchhaltung, schön war's. So schnell geht das alles nicht, aber natürlich können wir schon festhalten, in der Zeit unseres Berufsmusiker-Daseins war das natürlich schon ein grandios, finanziell gesehen ein grandios beschissenes Jahr, aber es hat uns nicht umgebracht und es war andererseits in vielen Bereichen unheimlich leiwand. Das haben wir eh schon gesagt, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht gemeint, dass jetzt mehr eine hat deswegen aus Mitleid, sondern einfach wirklich, nennen wir es halt einfach wirklich aus Respekt der Musik gegenüber. Haut was rein, weil verlangen da wir nichts, wir wollen das nicht machen, wir wollen auch heuer nicht, wir haben es eigentlich nicht vor, jemals irgendwelche Aktionen zu starten, wo man dann einen Bezahl-Content hat, also wo man für ein Konzert zahlen muss im Internet oder was gibt es da noch? So Patreon-Seiten oder so irgendwas, wo man dann zahlt und einen eigenen Inhalt bekommt. Das machen wir sicher nicht. Das, was wir einstellen, wird immer kostenlos sein und deswegen sagen wir halt immer dazu, Dankeschön für euch ein Schmattes. Wer freiwillig was reinhaut, ist super. Es ist 1 Euro Leihwand, es sind 1000 Euro Leihwand, es ist wurscht, alles dazwischen. Eine kleine Aufmerksamkeit für die Musik ist immer eine leibende Geschichte. Danke euch herzlichst. Na, schau, jetzt habe ich eine richtig schöne Ansprache gehalten, was das betrifft. Und habe ich auf den Christoph Acker schon getrunken? Ich glaube schon, gell? Aber ich trinke auf beide nochmal. Christoph Acker, Peter Richtinger, auf euch, Dankeschön. Jetzt fällt ja der Patrick den Finger hebt, ne? Wenn einer was einzahlt. Jana Walter-Robe ist dabei. Guten Abend. Könnt morgen ein Lied zum Geburtstag von Günter Erich Russler spielen. Ja, morgen. Man kann schon spielen, aber wir es nicht hören. Hat morgen Geburtstag? Ein Wahnsinn. I'm a Scatman. Skat, Klausi, ja, Skat. Ella Fitzgerald war Meisterin drin. Siehst du, das weiß ich nicht. Stell dir das vor. Jetzt kann man wirklich nicht sagen, dass ich unbelesen war im Thema Musik, weil das habe ich wirklich noch nie gehört. Fitzgerald. Im Jazz nennt man das so. Skat oder Skat? Was glaubst du? Jetzt ist es schwierig. Wenn man Skat ausspricht, schreibt es einer mit E. Und wenn man Skat ausspricht, mit A. Im Jazz nennt man das so. Ella Fitzgerald und Sammy Davis Jr. waren Meister drin. Nicht leicht, tolle Einlage. Und Skat mit A. Skat mit Umlaut A. Also Skat. Schau, ich rede und dabei steht schon alles drinnen. Gondola, danke schön. Ich bin also auf geil. Das sind wir gleich noch sowas. Mitleid spenden wir genauso genommen, natürlich. Ja, also ein Mitleid darf sich auch was einhauen. Gestern war natürlich, ich wollte das jetzt nur nicht auf das beschränken. Aber ich meine, eigentlich tatsächlich, wenn wir ganz offen reden, ist der Grund für eine dicke Geldspende zweitrangig. Um nicht zu sagen, wurscht, nicht? Also Hauptsache es kommt was rein. Andererseits wiederum ist es jetzt auch eben nicht notwendig. Nicht? Also es ist nicht so, dass man sich verpflichtet fühlen sollte, etwas zahlen zu müssen. Das soll es nicht sein, sondern es ist ganz schlicht und einfach, Leute, wer gern was hergibt, gibt gern was her. Wer nicht, nicht. So einfach ist die Geschichte. Musikraum, ist mein Schmattes letztes Mal überhaupt angekommen? Bestimmt Musikraum, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht sagen, aber es ist noch alles. Also, ich glaube schon. Also, kommt jetzt darauf an, ob du überwiesen hast oder über PayPal und was über Musikraum. Also, ich glaube schon. Ich bilde mir jetzt schon ein. Danke auf jeden Fall recht herzlich, ziemlich sicher. Ganz große Klasse. Bin richtig gerührt, Peter Richtinger ist, glaube ich. Skat oder Skat. Im Ausland spricht man ja die englischen Wörter anders aus. Na klar.
Im Ausland spricht man Englisch-Wienerisch. Geht es halt wirklich um Musik? Ich bin beeindruckt. Christoph Radan, wirklich wahr. Michael Unger. Ich habe gestern eine neue Wiener Konzertschau im TV gesehen. Die 16 gefallen mir besser. Das ist lieb, dass du sagst, Michael Unger. Aber wobei natürlich sagen muss, die Konzertschaumen sind schon also absolut top. Sind absolut top. Aber natürlich, ja, ist ein Schrammelquartett, ist wieder was ganz was anderes. Aber musikalisch kann man ja noch wirklich nichts nachsagen. Kann man echt nichts nachsagen. Lauter Spitzenmusiker, die auch das Wienerische wirklich kennen. Die kennen die alten Sachen sehr gut und sie kennen neue Sachen auch. Das ist auch etwas, was Spezielles. Aber ich freue mich natürlich immer, fühle mich gebauchpinselt, wenn ich ein Lob bekomme. Dankeschön, Michael Unger. Ja, hol dir noch ein paar goldene Münzen, Christoph Acker. Am Donnerstag musst du ja lesen. So, jetzt müssen wir nochmal skaten. Skaten. Skat. Jetzt skaten noch was. Was? Zu welchem Lied? Jetzt habe ich glaube ich schon die Solo-Lieder haben wir schon gespielt. Ich sitze in einem Weingarten unter einem Baum, dazwischen die Rebstücke fühle ich mich daheim. Das Weinlaub besticht durch sein saftiges Grün, dazwischen schau ich auf mein herrliches Wien. Und über mir wärmt mich der Sonnenschein, darunter sitz ich und trink ein Flascherl Wein. Die Vogel, die zwitschern so lieb durcheinander, ein Frauenkäfer kraxelt recht lieb auf meiner Hand. Die Blämerl, die treiben sich ganz sanft mit dem Wind, ich freu mich so, es war ich nur ein kleines Kind. So kann man auch heute noch glücklich sein. Ich freu mich und trink mein zweites Flascherl Wein. Ja, das Wursten dazu. Vom Weindal berauscht, schau ich auf zum Mond, der lächelt mich an, weil mich ist er schon gewohnt. Die Grillen, die zirpen ein Liedl mir vor, beim Herrgott bedank ich mich für die Natur. Dann hol ich mein Glasl zum Kerzenschein und trink mein letztes Flascherl Wein. Und trink mein letztes, wirklich letztes, für heute Flascherl Wein. Jawohl. Na, was sagt's? War das jetzt geskattet? Das Skaterer. Ich bin ja der Skaterer. Ich bin. Ui, 301. 5 Euro. Dank der Chef. Dank der vielmals. Genau, das ist eigentlich die dritte Möglichkeit. Nicht? Also, die Online habe ich jetzt gesagt, kann ich nochmal erfahren. Und dann natürlich auch noch da über diesen Superchat und was da es gibt. Auch hier gibt es die Möglichkeit, wie manche schon vorzeigen. So, haben wir super geskattet. Ich höre mal Paypal raus. Paypal. Musik läuft grandios. Geil. Der Mama auf der Schoß, ne? Kann ich auch noch probieren. Ne? Blaue Tinten, Herrgott, der Star, sollte alles ohne. Ne, ohne Schrammel geht viel, aber das ist halt nie so leibend. Jawohl. Thomas Klagenfurt, habe ich gerade etwas wie ein Paypal in den virtuellen Hut geworfen. Sehr schöne Musik, sehr professionell musiziert, Thomas Klagenfurt. 1000 Dank. 1000 Dank, vor allem für das Lob, weil natürlich professionell musiziert ist ja schon gern. Sehr schon gern. Und damit du siehst, was für Professionalität ich an den Tag lege, habe ich mir einen kleinen Schluck Wasser rein.
steige aber gleich wieder um aufs heurigen Professionelle. Mit Wein, mit Chardonnay. Danke schön. Was Alucard ist dahin geschlafen? Im spanischen Lied, dann in Schlägel ist es noch. Der Wecker läutet um 4:30 Uhr. Alucard, falls du es noch hörst. Vierte gut, schlaf gut. Danke schön, dass du dabei warst, hat mich wieder gefreut. Sketzer der Burm, die Sketzer der Burm. Das ist ein Wahnsinn. Sketzer, habe ich wirklich nicht gewusst. Der Patrick hat es gewusst. Der hätte mir wieder zurechtgewiesen. Und gesagt, ja, Sketch, was der erst das ist ja, man, wirklich, ne? Der hätte mir wieder. Das Jazzhaberl während den Sitz von Patrick auf. Ja, ich bin das Jazzhaberl hingelegt. Was gibt's Besseres an einem bescheidenen Tag als Pavlatsch am Abend? Liebe Grüße aus Oberösterreich, Florian. Florian B., jawohl, grüß dich Gott. Das gefällt mir, wenn ich da ein bisschen aufbauen kann. So, der Achteln von einer. Danke Leute, aber was? Aber nicht hocken seit letzter Woche, was? Du kannst das verstehen, nicht, danke, aber nicht hocken seit letzter Woche. Muss aus einem anderen Grund aufstehen. Naja. Na, auf jeden Fall alles leibend. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du da warst und dass du aufstehst und nicht zu viele Schimpfworte in der Früh schon einfallen. Um die Uhrzeit aufstehen ist ja wirklich, vor allem im Winter. Das ist ja grauslich. Zappenduster. Klause, das Catman. Die hätte ja das erfasst. So, was haben wir jetzt da alles? Bei jeder Spende würde die Taste 3 passen, richtig? Taste 3, jetzt habe ich zusammengefasst für alle Spenden. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Jawohl. Jawohl. Die Einsamkeit, Rudi Korbes, ja, die mache ich da. Rudi, Rodolfo, bist du dabei am Donnerstag eigentlich oder spielst du selber? Rodolfo Corbesso, das würde mich interessieren, ob du dabei bist. Das würde mich wahnsinnig gefreuen. Habe ich kürzlich 7 versus Wild angeschaut. Da ist mir sofort die Einsamkeit eingefallen. Was ist 7 versus Wild? Vielleicht bin ich wirklich, vielleicht bin ich gar nicht so allgemein gebildet. Was ist 7 versus Wild? Mir sofort die Einsamkeit eingefallen. Werner Schimme, Moped stark, Wirts aus dem Goldenen Kranzl. Die Grisse, naja, die Grisse haut da eine mit Wünschen. Ein Wahnsinn. Na, da wird uns ja nicht fad. Werden. Übrigens, das hängt da zum einen natürlich, wenn man gedacht habe, ich hängst aber was her. Bevor ich in Verhandlungen trete, in harte Verhandlungen mit den potenziellen Sponsoren. Gell, Gabi, holst du dir zu, gell? Gerd. Und haben wir gedacht, ich hänge das her. Warum? Weil natürlich vergessen, es gibt Leiberln. Auf die wird nicht so hingewiesen, das ist fix. Jetzt habe ich nicht einmal da gescheit die. Naja, ihr findet es auf unserer Homepage. Das kann ich darum da dann einblenden. Ihr könnt Leiberln kaufen. Kauft Leiberln. Auch damit unterstützt ihr uns und habt gleichzeitig was Leibendes. Und das ist ja etwas, so wie eben das, was ich jetzt auch habe, oder eben das letzte Gerstl für gescheite Musik oder das Herzstück, gibt es alles auf Fleischleibchen. Aber den Link habt ihr auf unserer Homepage. Und ja, wie gesagt, da seid ihr auch sozusagen Unterstützer und habt gleich irgendwo was Leibendes zum Herzagen. Und man kommt vielleicht ins Gespräch mit dem einen oder anderen, oder man sagt eben, dass das Wienerlied tatsächlich noch lebt. So, wieder heute bringe ich die Werbung unter wie ein Anser. Musst echt sagen. So, was haben wir da? Bin dabei, Rudi Korbes, große Freude. Das taugt mir. Alexander Küpferling in Läusl. Nein, Läusl können wir machen. Peter Richtinger, 7 versus China Wild. Das Wild ganz leibend anschauen. YouTube, 7 versus Wild. Na, kenne ich nicht, muss ich mal anschauen. Wahnsinn. Die Gabi lacht. Gab es mal einen Film? The Glorious Seven. Ein Film, also The Glorious Seven. Gibt es ja Leiberl auch in Small, na freilich. Gibt es jetzt Small auch. Das ist alles. Schaut rein, schaut auf die Homepage. Also über unsere habt ihr einen Link zum Fleischleibchen Homepage in der Zonkos Welt.
Rubrik, da sind wir mit drinnen, eben mit 3 Motiven und 5 Farben. Also, wurscht, schaut's eine, findet sie schon. Aber war da leibend. So, jetzt müssen wir arbeiten. Jetzt müssen wir abarbeiten. Jetzt müssen wir ein paar Lieder abarbeiten. Haben wir alle gemerkt? Nein, ich weiß nicht. Kopfverlag hat mir aufgeschunden und die Finger zwickt und aufgeschiefte Wunden ob Skiverretzung oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist mir älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Suchen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama. Jawohl. Kinder, jetzt können wir echt die Spieltechnik vom Klause bewundern. Mega pampert und da danke dir recht narrisch. Aber es ist nicht bewundernswert. Also ich danke dir sehr, aber in der Tat wäre Präzision dann noch schöner. Aber es ist wirklich etwas, wo ich mir schwer tue, weil natürlich
aus der Praxis heraus beim Wienerlied spielen hast du selten diese Zupfmuster und das ist schon, also da bin ich nicht so recht bewandert drinnen, aber ich sage einmal, für den Hausgebrauch reicht's und wenn es euch gefallen hat, bin ich ja überhaupt total glücklich damit. Muss ich sagen, in D-Moll hat richtig, zweite Strophe, ich bin begeistert, Daniela Schlegel. Immer wieder berührend, Markus Prestonik, und die Achteln von einer, die Achteln, Weltklasse, Wahnsinn, einfach nur super, Landtalstromer Markus, vielen Dank. Jawohl, Western-Wienerlied, ein Western-Wienerlied, ja, Christoph Vorsicht, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Western-Wienerlied, ja. Ja, genau. Nicht schlecht. So. Gibt es jetzt leider nicht? Ja, na warte mal, irgendwo was anderes jetzt war. Jetzt muss ich schauen. In Läusel, genau. Läusel war das. Und dann natürlich die Einsamkeit vergiss ich auch nicht. Jetzt machen wir in Läusel dazwischen. Machen wir in Läusel. Klausimat, hervorragend. Andreas Christian, danke schön. Klausimat. Klausimat, das klingt aber fast ein bisschen so wie ein, weiß nicht, wie so ein Abführmittel oder sowas, oder nicht? Hast grad keinen Einlauf, du parat, so greifst du geschwind zum Klausimat. Oder so irgendwie, was so. Ja, genau, aber der Patrick nicht da, es gibt ja kein Lob für den Klaus, ja. Eigentlich sage ich es endlich, ne? Sonst heißt es wieder, was super, der Patrick, na Leibern, na wie der spielt, der Wahnsinn, ein Wahnsinn. Nicht? Und daneben der Blade, ja, der darf mitspielen. Nicht? Und jetzt da? Ja, nicht? Man muss schon sagen, was los ist. So, Schluck und jetzt der Läusel. Läusel. Ja, da haben wir jetzt schon das Problem. Der Läusel. Ja, habe ich schon das Problem, dass ich nicht weiß, wie geht. Ich glaube in F. Ich glaube in F nur. Gibt keine Garantien, aber ich glaube in F. Text von der Monika Kuri, die Vertonung des Textes habe ich übernommen und zwar mit der tatsächlichen Intention, eine Hommage an den Ludwig Hirsch zu machen und habe daher auch genau exakt 6 Töne des Intros zur Omama von Ludwig Hirsch entlehnt. Es ist tatsächlich nicht mehr. Also alles andere hat mit dem Omama nichts zu tun, aber tatsächlich glauben viele Leute dann, wenn sie es hören, ja, das ist ja von Ludwig Hirsch mit einem anderen Text. Ist es nicht, es ist von mir, aber es ist tatsächlich geschrieben worden als Idee, den Ludwig Hirsch zu würdigen. Und der Text hat sich angeboten, weil es eben ein Text war von der Monika Kuri, wo ich mir gedacht habe, ja, so ungefähr so einen Text, den hätte auch der Ludwig Hirsch schreiben können. Und heißt einfach nur Läusel. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit die Gruber und die Meier. Oh, das war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischler waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf Schnitzel und den Erdäpfelsalat. Na, dass der Läusel nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat.
Dann trinken wir noch ein paar Schnapsal zum Verdauen. Und die Achtern rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lampada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich zu dazu, der Tisch spricht zusammen, eins Studelpur. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel noch dazu. So ist dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätt der Läusel als sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Jawohl, der Läusel war das. Alexander Küpferling hat seine Danktasche. Die roten Achtel von einer, leider gibt es kein Erdäpfelsalat, Emoji. Ja, das war was. Das brauchen wir. Kann man das nicht irgendwo melden? Wir wollen ein Erdäpfelsalat-Emoji. Seit ich den Läusel kenne, muss ich jedes Mal grinsen, wenn es einen Erdäpfelsalat gibt. Jemand dann eine Schläge. Geil. Alexander Küpferling hat die Bierleine. Jawohl, die Kriegeln. Ausgezeichnet. Die markanten Töne der Quetsche fehlen, nicht klar, weil die Quetsche nicht da ist, nicht? Christoph Acker, weil es nicht da ist. Inspired bei Ludwig Hirsch, ja. Ja, schon, ja, René Lemp ist auch dazugekommen. Jawohl, Alexander Küpferling, danke und gute Nacht. Gute Nacht, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Vierte gut. Den Patrick sagst gut, er ist tot. Feiert's Patrick. Ja, und das ist jetzt nur, wenn wir jetzt die Oma mal hören, wie gehen die Oma? Da sagen sie nur die ersten Töne, ne? Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt stehen wir dort am Stammersdorfer Friedhof. Regnet tut's die Fiester mal schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war ja so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem fällt mir's meiner bald so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Wie die Glaube hat's meine gestopfte Knädel. Hat's glaubert mit dem Bracker in der Hand. Hat's mir umdreht schon den Mond, es war ihr wurscht, sie hat nicht geschlagen, solang dass ich schon angefangen hab zum Betten. Lieb Jesu Kind, lass die Oma doch verrecken. Die 7 Roben, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dake. Der Märchenprinz, ein Schircherlake. In Stammersdorf hat's gehabt die kleine Wohnung mit Spitzendeckerl und der Mittlerbild. Ein Glasl Grammischmalz am Fensterbrett, den Nachtschirm und am Doppelbett, so weiß, so dick, so rund und immer voll. Vielleicht hätt man ins Grab dazu legen sollen. Einmal hab ich's gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolkerl spielt er Gein. Für Führervolk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt, doch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat ihr ja das Mutterkreuz verliehen. Die 7 Roben, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dake. Der Märchenprinz,
a Schircherlackel, da 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 da. Da 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 da. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch. Das graue Schmalz ist gestanden unterm Bett. Das Spitzendeckel hat's verbrannt, den Hitler hat's am Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat über sie schon geredet. Am Muttertag, da haben wir's gefühlt im Bruder. Die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Gockert vorn hat's gejodelt, aber Langosch hat's verdruckt. Nur beim Sturmboot vorn geschah ein Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zent der Stick. Oma für die Gott mach's drüben besser. Mach keine Knädeln für die Engel, sei so gut. Tu nicht die Heiligen segieren, tu nicht den Opa denunzieren und gehst zum Herrgott auf Besuch. Ein guter Tipp. Oh Mama, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Eine kleine Einlage, Ludwig Hirsch, von dem ich 6 Töne vom Intro gestohlen habe, aber eine super Nummer und bin jetzt selber überrascht, dass ich das relativ fehlerfrei zusammengebracht habe. Das ist ja schon länger nicht gespielt. Auch schon länger nicht gespielt. Was ja normal mache ich keine Austropop-Sachen, nicht? Aber das war jetzt eine Ausnahme. Oder in der Solo, Pavlatschen. Das heißt, muss ich schauen, was ich verfehlt habe. So, was haben wir da? Ja, wo ist die Oma? Christoph Markowitz freut sich über die Oma. Und wenn sich Christoph Markowitz freut, freue ich mich auch. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So eine Freude habe ich. Das ist herrlich. Wie lang wird uns dieses, wie nennt man das? Wie nennt man so ein kurzes Video eigentlich? Da gibt es sicher einen Fachbegriff dafür, also diese Einspielung vom Harischen in der Fonte, der Freude. Wie lang wird uns das begleiten? Es wird uns lang begleiten, glaube ich. Bis er graue Haare hat. Allen gefällt's. Instrument des Jahres 2022, das Schlagzeug. Nur zur Info, Michael Unger, da schon her. Das ist was von Christoph Horvath. Der Horvath ist ein Schlagwerker. Instrument des Jahres, das Schlagzeug. Na, das passt, eben die Schrammen rein. Herrlich. Jawohl. Was haben wir da? Michael Schimpel. Nicht erst jetzt, dann macht nichts. Besser spät als gar nicht. Jetzt ist der Wickel auch schon bei der Oma. Ja, stimmt. So berührend musiziert. Thomas Klagenfurt, ich danke dafür mal. René Land, Ehekrach oder Solo-Karriere? Eine Solo-Karriere ist ganz klar. Nein, aber mit Krach stimmt das nicht. Beim Patrick ist der Autopanne. Autopanne kurzfristig leider ausgefallen hätte. Ja, Nachttopf ist auch kein Manfred Kraft, ja. Nachttopf. Das war ja. Ein Nachtschirm als Emoji. Naja gut, die Emojis sind nicht ausgelegt auf Wiener. Das ist wirklich. Meme. Jingle, Meme, GIF, naja, ein Clip. Clip eher. Ja, weil Meme ist ja, Meme, ja, Meme eigentlich. Meme. Ich sage immer Meme, aber ich glaube Meme. Nicht? Aber ja. Ja. Ein Meme, dieses Meme. Aber das versteht er wieder dann keiner. Ne? Er sagt, das Meme wird uns länger begleiten. Matz, genau, Markus Bristonik, früher um diese Insätze noch Matz geheißen. Sehr geil. Kurze Einblendung, Snoop Dogg Doggy Style, natürlich vollkommen richtig auf Deutsch, kurze Einblendung. Aber da gibt es sicher einen Fachbegriff, an Englischen, aus der Fachsprache von uns Videografen. Jetzt kommt die Grundsatzdiskussion, warum soll ein Schlagzeug kein Instrument sein? Christoph Acker, Klaus, wie weit bist du beim Einladen von der Gitti vom Fuder Jürgens? Nicht weit. Ich werde nicht weit kommen. Holiday-Schnipsel. Ich fiel zwei halbe Roppen, mein Zeigel steht am Grund.
so wie die zwei Trotten werden's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, na, das gibt's nicht. Ui, es nur nicht schlagen. Das höchste war ein Schneuzer, sonst reißen's mir den Wohn. Vom Land zum Lusthaus fahr is in 12 Minuten hin. Da springt man keins nicht im Galopp, da geht's nur rüber, trupp, trupp, trupp. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Protzen hab, dass ich ein Fiaker bin. A Kutscher kann a jeder werden, aber fahren, das können sie nur in Wehren. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echtes Wehrerkind. A Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, ein echtes Wehrerkind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeige waren alle fest benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre dann begraben, ja dann spannt's mir meine Robben ein und führt's mir übern Graben. Dann lasst's es sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht wegen a Gerät, Zunge mit. Schaut's, das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und die Leute, die sollen's nur merken, ein Fiaker führen's hinaus. Und auf mein Grab steht da soll ich stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sein Stolz war, er war heut ein echtes Wehrerkind. A Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, er war heut ein echtes Wehrerkind. Jawohl, Fiakerlied, Susanne. Jawohl, hätten wir das auch. Ein Klassiker. Ein Klassiker. Alter, die Tastatur, sagt der Snoop Dogg ist der. Ui, hat er schon wieder. Bochamperl heißt das. Nachttopf Bochamperl. Geil. Was haben wir da? Schlagzeug etwas schwer zu definieren. Eine Geige oder so ist ja klar. Na, Schlagzeug ist schon. Also, ui, Michael Schimpel, 5 Euro, danke schön, habe eine schöne Woche alle mit ab. Ich war mit 5 Euro, wenn wir nicht weit kommen in der Woche, aber na, Scherzerl, danke schön. Michael, zum Wohl, danke dir. Kenne ich auch schon, aus Jugendzeiten. Damals war ich noch schlank. Blödsinn, weil damals noch blauer wird. Wurscht. Der René lebt, ja, wir schauen auf mein Video, auf mein Profil, dann ist klar, wieso ich es anders sehe. Na klar. Na, Schlagzeug finde ich auch, Michael Unger spielt auch Schlagzeug. Da schon, wir haben einige Schlagzeuger da. Der Franz Martin, das Problem ist bei mir, ich lebe länger als meine Rappen. Naja, ja, das stimmt natürlich. Ja, jetzt hast du ja Schimme, oder? Jetzt fährst du ja 2 Schimmen, oder? Ja. Nein, Schlagzeug ist schon ein Instrument und zwar, ja, das ist ja so, das, Christoph arbeitet das auch dahin. Christoph, vierte gut, danke schön, Arbeit, jawohl, Leihwand. Das mit Schlagzeug, es ist natürlich so, dass das, jetzt, wenn man das Schlagzeug von der Rockmusik her betrachtet, natürlich ist es ein Rhythmusinstrument. Nicht? Also das ist sehr wohl ein Instrument, die Tonart spielt nicht eine so große Rolle wie bei den anderen, allerdings doch auch, weil ja auch die diversen Einzeltrommen gestimmt werden müssen. Also da ist schon, du kannst nicht mit einem verstimmten Tom kannst nicht spielen.
oder auch die Snare oder wie immer. Okay, da ist, und wenn man jetzt da über das Rockmusik, also über dieses klassische Rock-Schlagzeugset hinaus blickt, dann ist ja der Schlagwerker, der Schlagzeuger, ist ja eines der wahrscheinlich sogar wirklich schwierigsten Studien, die es gibt. Und da hast du ja auch musikalisch muss da schon viel dabei sein, weil du ja auch natürlich, was weiß ich, Glockenspiel und wie heißen die so, ist nicht Zehnball, wie heißen diese Klangspiele, alles Mögliche. Also wo man sehr wohl, mir fallen die Namen nicht ein, da bin ich deppert, das ist ja wurscht. Es gibt viele Schlaginstrumente, die ja sehr wohl Melodien auch spielen. Das heißt, das muss musikalisch schon kennen, aber vor allem, es ist eben dieser Ausdruck und der Schlag und der Rhythmus, das ist halt ein wesentlicher Teil der Musik. Also ich ziehe eigentlich von jedem Schlagzeuger meinen Hut, weil ich tue mir da wahnsinnig schwer. Weil im Endeffekt, so wie ich vorher gesagt habe, am Schoß von der Mama, ne, ich meine, das geht jetzt so einspielen und so, das ist immer relativ leicht. In dem Moment, wo ich dazu singen muss, wird es einfach schwierig, weil es eben eine Frage des Rhythmus ist. Und da muss alles im Rhythmus sein und zwar ganz gleich. Und es muss gleich klingen. Und es ist wirklich, man muss nur mal eine Triangel hernehmen und versuchen, 5-mal, gar nicht öfters, 5-mal hintereinander exakt die gleiche Lautstärke, den gleichen Klang, also genau die gleiche Stöttreffen, mit der gleichen Intensität und jeweils auf den Punkt von einem Metronom. Das bringst du nicht zusammen. Also das ist eine mörderische Übung dahinter. Also wie gesagt, Schlagzeug ist sich da schon wahnsinnig viel Dinge, die mich irrsinnig interessieren und die ich gern können würde, aber nicht kann. So mein Punkt, aber natürlich jetzt im Wienerlied hat Schlagzeug eine mehr als untergeordnete Rolle, gar keine, nämlich. aber das hat nichts zu sagen. Also du hast spätestens in der Blasmusik zum Beispiel, nicht? In der österreichischen Blasmusik, da ist dann schon wieder eine tragende Rolle. Also weil ohne Trommeln spielt sie da nichts so. Aber gut. Renilente Becken. Na, wie heißen das? Xylophon und so diese Sachen habe ich gemeint. Für zwei feste Trotteln, mein Zeug liegt im Graben. Die Einsamkeit. Na, Rudi Korb soll man nicht vergessen. Kommt jetzt da. Es gibt dreimal, wo das Schlagzeug nach Noten stimmen. Ja, na, das stimmt. Ich meine, wie gesagt, das ist natürlich. Da hast du, also wenn man, als es noch den Philharmonikerball gab, wo wir die Ehre hatten, immer zu spielen, da haben wir uns ja immer im Schlagzeugerkammerl aufgehalten, nicht? Weil dort war dann sozusagen die Pausen haben wir dort verbracht, wo die Kühltaschen standen. Und dort hast du natürlich die ganzen Pauken und dergleichen, nicht? Diese Paukenkessel stehen und so weiter. Das ist ein Schlagwerkerkammerl und also ein paar Kontrapässe stehen dort nachher herum und so weiter. Und da ist schon, also da wird schon, also Schlagwerker, das ist jetzt nicht, das ist nicht deppert drauf hinhauen. Das ist ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ach, alles richtet sich nach dem Schlagzeugtakt. Naja, alles richtet sich aufeinander. Snoop Dogg Style in einer guten Musik, da stimmt alles aufeinander. Wenn du natürlich sagst, wir spielen was in einem Takt, dann richtet sich jeder nach dem Takt. Der richtet sich nicht nach dem Schlagzeug, sondern nach dem Takt. Und das Schlagzeug richtet sich und das ist natürlich ein perfekter Taktgeber. Aber auch wenn kein Schlagzeug mitspielt und du spielst in einem Takt, muss ja jeder nach einem Takt richten. Nicht? Also wenn es grooven soll, wie man so schön sagt, nicht? Dann muss ja jeder, der Bassist, der Gitarrist, der Pianist, die Sängerin, wer auch immer da noch mitspielt, das muss ja auch im Takt sein. Also das heißt, es geht immer ums Zusammenspiel. Und der Takt ist natürlich etwas, was eine gewisse Form auch bietet der Vereinfachung, nicht? Dass man leichter zusammenspielen können. Das hilft halt natürlich. Nicht? Ich meine, für das ist der Takt nicht da, aber es hilft, wenn man weiß, naja, es fängt wieder an bei 1. Nicht? Und zwar wissen das alle gleich. Also das ist schon was, und das Schlagzeug hilft da halt dabei, aber man richtet sich nicht nach dem Schlagzeug, sondern man richtet sich aufeinander. Das ist immer so. So, was haben wir noch? Genau, Grisse, ja, Schlagzeug, naja, Schlagzeug ist eben mehrere. Xylophon gehört zum Beispiel zum Schlag. Ja genau, Michael Ungert, das war ja gemeint. Das Xylophon. Der 301 ist dahin.
Das Metronom, naja, das Schlagzeug ist ein Metronom der Musiker. Ich würde gar nicht, das würde ich jetzt gar nicht mal so negativ sehen. Ich meine, ja, klar, sagen wir es andersrum, der Schlagzeuger hat eine irrsinnig hohe Verantwortung, wenn der einen Tag nicht halten kann, ist natürlich Arsch. Genau, ich spiele die Holzläufen. Der Bär will auch ein Zeigel lernen. Ja, das braucht so viel Platz und ist so laut und schwer ist es auch. Was haben wir noch? Was haben wir? Die Unterscheidung zwischen Schlagzeug und Werk. Schlagzeug und Schlagwerk ist hauptsächlich, dass man Schlagwerke stimmen muss. Pauke und Xylophon, das andere wären reine Percussion. Der Manfred Kraft, siehst du, der reißt mir wieder raus. Schlagwerke, genau. Also diese Paukenkessel, die muss dem stimmen. Ja, ja. Die müssen gestimmt werden. Xylophon, so. Das ist das Schlagwerk. Das ist das, was man stimmen muss, und das Schlagzeug ist eine Percussion. Siehst du, aber auch nicht gewusst. So diese Unterscheidung ist mir auch noch eine Schau. Wieder was dazu gelernt. Es ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Das ist da sichtbar, die Pavlacisti, wir sind eigentlich eine Lerngruppen. Eigentlich sind wir Lerngruppen. Kann man schon sagen. So, jetzt noch. Pass auf. Rudi Corbes, Rodolfo Corbesso. Hast du gewünscht, die Einsamkeit? Die spielen wir jetzt ein. In F. Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spül ich den Trottel für die Leid. Und manches Mal platzt mir der Grauen, da kennt den Wursteln, jeder Schlag. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht, dank meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde allein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Und so mach mein Hetze ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber am Ende bleibt man wieder nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freunde ein. Und hat das Leben das End mir braucht und kein Mensch mehr über mich dann lacht, ja, dann mach ich die Augen schon langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ich ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. So
So schaut's aus. Die Einsamkeit oder wie es heißt, mein guter Freund. Ausnahmsweise nicht der Text von der Monika Kuri. Den Text habe ich geschrieben. Und Musik auch. Also ein Lied komplett aus meiner Feder. Bin ja recht stolz drauf und freue mich sehr, dass das so vielen Menschen so gut gefällt. Ja, bald mutieren wir von der Lerngruppe zur Selbsthilfegruppe. Das ist gut. Gibt Kraft. Grandios. Ein Cajon. Die Grissig auf der Cajon. Der Rudi Korbis auf Ö1 gibt es eine Serie über Schlagzeug. Ja, es ist wahnsinnig spannend. Ja, also ich finde das Thema Schlagzeug schon sehr spannend. Aber ich kann es. Mir ist es zu schwierig. Ist es wirklich so schwierig? Ich hänge schon da mit der Mandoline, was da hinten hängt. Da hängt's. Die hat 4 Saiten, verstehst du so? 8, aber 4 Stimmungen. Da brauche ich nicht noch ein paar Trommeln auch noch. Außerdem hätte der Patrick gar keinen Platz mehr da im Studio. Das kann halt nicht mehr. Finden wir Sommer nicht einen Termin mitten uns bei Taschlein zum Pavlacisten treffen? Landtalstromer, jawohl. Genau. Pavlaciste. Die Pavlaciste, vor allem aus Deutschland, die müssen einmal umkommen alle miteinander. Ich habe mir letzte Woche noch den Podcast mit Bella B. angehört. Da spielt der Schlagzeuger stehend. Dadurch kann er ja nur ein Pedal benutzen und steht das Konzert über fast nur auf einem Bein. Ja, und da muss ich sagen, überhaupt, und das ist ja bei Phil Collins auch zum Beispiel, was für mich wirklich gar nicht geht, ist, also Rhythmus spielen und gleichzeitig singen. Das ist für mich, also ich muss jetzt so viel üben, ich muss ja tatsächlich meinen Körper dermaßen trainieren auf diese Rhythmusgeschichten, das ist ein Wahnsinn. Das ist ganz interessant. Also schlichte Rhythmen klopfen oder was und dazu reden oder singen, das geht bei mir nicht. Und manche kennen das sehr gut, ja. So. Alleine zu spielen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, vor allem wenn man sonst immer zu zweit spielt. Ja, Snoop Dogg Doggy Style, was soll ich da sagen? Soll Gitarristen geben, die auf der Gitarre klopfen? Ja, gibt's auch. Nach der Mandoline wollte ich schon fragen, was man. Ja, das ist aber ein Leibende, das ist wirklich ein Leibende. Kanadisch. Nein, ich hole es jetzt nicht her. Ja, ich hole es jetzt nicht her. Weil es ärgert mich jetzt, dass man sieht und dass wir darüber reden und ich nichts mehr drauf spielen kann. Ich meine, ich brauche, ich sage jetzt einmal 10 Minuten, nicht, dann habe ich es wieder heraus, dann weiß ich wieder was. Aber ich schaue, vielleicht lerne ich mal wieder was ein. Also einlernen, ja, ich verwende Instrumente immer nur so zum Spielen halt, nicht? Also ich tue das nicht massiv lernen, weil die Zeit fehlt mir dann wirklich sehr. Zumal jetzt überhaupt, weil wir ein neues Jahr, neue Vorsätze, wisst ihr? Und nein, aber ich sage euch was, das wird heuer was. Weil der Patrick und ich, wir haben uns da schon einige Sachen, wie soll ich sagen, vorgenommen, nämlich auch arbeitstechnisch, also wo wir nämlich auch entsprechend zusammenkommen und tun. Bei uns ist natürlich, da sind wir draufgekommen, uns geht das natürlich wahnsinnig ab, wie in unseren Anfangszeiten, da haben wir ja beide in Ottergring gewohnt natürlich, und da sind wir halt zusammengekommen fast jeden Tag und haben gespielt. Und haben geübt und gespielt und Spaß gehabt. Unmengen an Dopplern haben wir da gelehrt. Und da ist es weitergegangen. Und wir haben dann schon festgestellt, nachdem der Patrick weggezogen ist, das war noch lang bevor er da in Zweiviertel gezogen ist, da war er schon im Wienerwald draußen und so weiter. Nicht? Und da sind wir halt nicht mehr so zusammengekommen. So richtig so zum Spielen. Nicht? Sondern nur halt, wenn wo ein Konzert war oder wenn halt irgendwo eine andere Veranstaltung oder sonst was war. Und jetzt haben wir uns eigentlich, haben wir gesagt, das geht uns total los, haben wir draufgekommen, dass wir nicht die Zeit in Ruhe zusammenkommen zum Spielen und zum Touren und auch zum Arbeiten. Nicht? Also es geht ja nicht nur ums Spielen. Und da haben wir gesagt, nein, das werden wir ändern, das machen wir. Das machen wir wie jetzt da, einmal die Woche haben wir einen ganzen Tag nur für uns sozusagen. Und ja, wenn das Auto geht, werden wir uns morgen sehen. Gut, das war wurscht, ich kann jetzt zu ihrem rausfahren. Nicht? Nur so kurzfristig war es nicht gegangen, dass ich zu ihrem rausfahre, weil das war dann die Alternative gewesen. Aber es war alles einfach, das war, wie gesagt, das war dann am 8., also da war nichts mehr gegangen.
Aber ja, wie gesagt, also da haben wir vor, dass wir wieder zusammen spielen und das bedeutet ganz sicher, automatisch. Das nehmen wir uns jetzt nicht vor, sondern das wird einfach passieren, das weiß ich, dass natürlich zum einen das Repertoire weiter wird und natürlich, dass es wieder neue Lieder geben wird. Bin überzeugt. Da bin ich wirklich überzeugt. So, mit der Jazz-Gitarre-Session, ja, Christoph Acker, wie gesagt, das ist, wenn das so kurzfristig kommt, wenn ich das weiß, schon vorher, der Party ruft am Vormittag aus, sagt, er ist krank oder sonst, er kann nicht kommen, dann könnte ich mir vorher zum Beispiel die Jazzgitarre hernehmen, ein bisschen probieren, was ich euch da zumuten möchte. Aber wenn das natürlich so kurzfristig ist, geht das leider nicht. So. Und bin ich einmal ganz allein. So sind wir die noch immer zwei. Franz Brandwein. Richtig. Mandoline um Mitternacht. Jawohl. Mandolinen und Mondschein. Das war die Lieder. Der ganz grandios. Ein Hoch auf Klausi. Spulen, trinken und moderieren. Ganz allein. Naja, Make-up pampern musst du. Das Trinken schaffe ich wirklich ganz locker nebenbei. Moderieren, Goschen habe ich immer gern offen. Das mit Spülen ist eine harte Geschichte, aber auch das schaffe ich irgendwie. Ja. Mit der Schule das gemacht, die Krise habe ich. Das mit Neujahrsvorsätzen habe ich bereits aufgegeben. Es geht immer anders, als man glaubt. Denkt und tut. Ja. Naja, Neujahrsvorsätze habe ich nie. Aber es stimmt schon, eines muss man schon sagen. Muss ich echt wirklich sagen, dass dieser Jahreswechsel, ich glaube, dass das jetzt weniger mit dem Jahreswechsel, mit der Jahreszahl zu tun hat, sondern eher einfach wirklich mit diesen Energien, die zu dieser Zeit sind, also diese Wintersonnenwende, ja, die ja auch in den alten Kulturen und überall, die ja immer eine wichtige Zeitenwende war. Ich glaube schon, dass das so eine Zeit ist, wo man einfach sagt, so, ich mache ein bisschen einen Rückblick, ich schaue mal, wie es war und jetzt schaue ich mir an, wie mache ich es besser oder was mache ich neu, was mache ich anders, was habe ich vor. Also ich will diese Neujahrsvorsätze, also die Neujahrsvorsätze, wie es jetzt auch allgemein so in der Gesellschaft gebracht wird, sind ein Blödsinn, aber so grundsätzlich dieses, dieses Verändern des bisherigen, nicht? Also das Reflektieren, was habe ich bis jetzt gemacht, was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt, wo passe ich jetzt mein Leben, meine Persönlichkeitsentwicklung, meine Lebensentwicklung, ja? Wo passe ich die jetzt ein bisschen an? Das ist eigentlich eine gute Zeit für das, finde ich. Nicht? Muss man schon sagen. Ein bisschen philosophisch wollen wir da auch schon auch reden. Und so gesehen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn man diese Vorsätze hat, aber das ist ja oft wieder das verwechselt, man macht etwas komplett anders. Also man macht jetzt was ganz Neues, man will ein neuer Mensch werden. Und ich denke mir da eher so an diese Anpassungen des Lifestyles. Nicht? Also das Leben, wie man es jetzt gehabt hat, ja, wie könnte man das ein bisschen verbessern? Dass wir uns entwickeln, dass wir weiterkommen. Nicht? Leben ist Bewegung. Nicht? Und wenn ich ihm sage, zum Beispiel sowas wie du, das mit Patrick, wir haben eine super Erfolge gehabt, für uns jetzt nicht, also so die Pavlatschen durchgezogen, jede Woche, jeden Montag einen Livestream gemacht. Wir haben diese Corona-Zeit mit der Musik eigentlich bestmöglich überstanden. Man mit einem mörderischen Rückschlag, aber das hätte natürlich auch letal sein können, das Ganze. Aber es war es nicht. Warum? Weil wir das gut gemacht haben, weil wir gearbeitet haben dran. Das hat funktioniert und jetzt haben wir gesagt, du, das hat super funktioniert, aber was davon hat eigentlich nicht so gut funktioniert, was hat sehr gut funktioniert und wie können wir weitermachen. Und das war eben was, wo wir dann auch in dieser Rückschau gesagt haben, was fehlt uns. Wir sind beide draufgekommen, es fehlt uns, dass wir zusammenkommen und unabhängig von Terminen oder so, also von auswärtigen Terminen, dass wir einfach spielen miteinander, dass wir wieder zusammenkommen, das bereden, die Lieder neu arrangieren, neue Lieder erarbeiten und so weiter. Das fehlt uns beiden. Und wir haben gesagt, das könnte man machen. Und das wäre ja so gesehen jetzt auch ein Neujahrsvorsatz, aber das ist ja nicht, wie soll ich sagen, das passt ja zu uns. Also das ist ja jetzt nicht auf einmal, wo ich sage, so, dieses Jahr werde ich, keine Ahnung, 5 Tage die Woche im Fitnesscenter trainieren. Den Vorsatz kann ich mir gleich auf den Doppler picken und in den Glascontainer hauen. Aber
sowas, so Sachen, glaube ich, das hat einen guten Sinn. So, meine guten Vorsätze waren am 1.1.22 schon im Arsch. Fritzl Stadtgas, jawohl. Naja, würde man diese Art gute Vorsätze waren bei mir. Ja, genau, das Keyboard Christoph Acker, ja. Wirklich wahr. Der Thomas Klagenfurt geht schlafen. Vierte gut. Schlaf gut. Schön, dass du da warst wieder. Mit der Wintersonnenwende begann früh das neue Jahr. Es wurde das Licht neu geboren und der Lebenszyklus beginnt von neuem. Ja, eben. Der Niederschlägel. Das ist einfach, das ist eine alt hergebrachte Geschichte. Und auch so modern die Zeiten sein können, ich finde, so sehr sollte man sich auch wirklich auf das besinnen, was die Alten schon gewusst haben. Also, da ist schon was dahinter und ich glaube, das ist eine gute Zeit, einfach um mit was Neuem durchzustarten, Neuem, also mit Veränderungen, aber eben in der Reflexion gemeint. Was haben wir da noch? Entweder man tut es sofort oder lasst es. Naja, was halt geht sofort, aber meine Rede, ja, also ich würde jetzt auch nicht warten auf Neujahr zum Beispiel, wenn ich was vorhabe. Ne? Bitte singen wir weiter. Was? Singen wir? Singen, oder was? Gundula, was meinst du mit singen? Spielt's immer weiter. Ja, wir spielen weiter. Wir spielen weiter, versprochen. Ja. Fitnesscenter anmelden. Klaus, man ist weil es nicht zur moralischen Unterstützung hat. Du Christoph Acker, da muss ich jetzt total enttäuschen, ich bin schon lange angemeldet beim Fitnesscenter. Oder meinst du, man hingeht auch, oder? Also angemeldet bin ich schon lange. Nein, tatsächlich, Fitnesscenter, das geht schon. Ich meine, schaut, ich habe ja angenommen, ne, von nichts kommt es nicht. Aber ich meine, der Sportskanone bin ich deswegen auch nicht. Aber es ist ja so, das kann ich wirklich sagen, wenn man annehmen will. Und ich meine, die meisten kennen mich ja, die wissen, dass ich wirklich angenommen habe. Das ist die Geheimformel. Da könnt ihr wahnsinnig viel Geld rausschlagen. Mein Geheimnis zum Abnehmen, könnt ihr dann sauteuer verkaufen oder sowas, wie man das heute so macht. Aber im Prinzip es ist zu einfach, um daraus Geld zu machen, nämlich einfach bewegte mehr und fries weniger. So. Das war's, also einfach ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen weniger essen, die Sache ist erledigt. So einfach ist es. Gibt leider keine weiteren Dinge. So, und jetzt, wenn der Herrgott nicht will, kann ich natürlich nicht, aber wenn wir unter uns sind, schau, stehe ich auf, mir tut schon alles weh, warum? Weil ich heute wo war, Christoph Acker, im Fitnesscenter. So, wenn der Herrgott nicht will, ich kann nicht. Und ich schau, ob ich es da finde. Dann spule ich es euch. Da nicht. So. Weil der Herrgott nicht will, uns das gar nichts. War nicht. Das war sicher da drinnen. Christoph Acker. 1990, da könnte man nur die Duschen nutzen, das zahlt sich schon aus. Nein, weiß ich nicht. Der Wahnsinn. Nein, aber das Abnehmen, nein, Snoop Dogg ist der, muss ich da wirklich widersprechen, ist überhaupt nicht schwer. Es ist überhaupt nicht schwer, man muss nur seinen Weg finden. Man darf nicht auf andere horchen, aber unterm Strich ist es einfach mehr Bewegung und weniger Essen. Und dann muss man schauen, wie tut man sich selber dabei. Was heißt weniger essen? Wann, wo, wie, was, wo. Und da muss man sich ein bisschen sich selber halt erforschen und dann mal Bewegung machen. Das war's. Es gibt keine Wunderpille diesbezüglich. Das ist einfach, friss weniger, beweg dich mehr. Punkt. Das ist dann es ist leider wirklich so einfach. Es ist leider wirklich so einfach. Jetzt, das finde ich nicht. Und der Herrgott nicht will. Das gibt es ja nicht, dass das im letzten drinnen ist. Wien, ne? Und der Herrgott nicht will, im letzten, ja. 44, Leilon.
Für euch mache ich das. Für euch spiele ich das vom Blatt. Ist ja kleppert. Da haben wir schon. Musik Ernst Arnold. Text Ernst Arnold und Arthur Kaps. Wann ist denn verlegt worden? Was steht denn da? Da steht nichts. Klar. Oh ja, warte, den römischen Zahlen. Warte mal. Scheiße. Was heißt denn das wieder? Das ist 1975. 1975 verlegt worden. Das ist ein Wahnsinn, gell? Mit diesen römischen Zahlen. Aber, ja. Der Landtag Stromer schreibt gerade seinen guten Vorsatz für 22. Gar keinen. Rauchen aufhören wäre ein Vorsatz, das ist leicht, habe ich schon 100 Mal gemacht. Ja, genau. Na, zum Beispiel, das weiß ich, da brauchen wir gar keinen Vorsatz machen. Wenn Rauchen aufhören, ich will ich will ja gar nicht Rauchen aufhören, ich will nur weniger rauchen. Und das gelingt oder gelingt nicht, je nachdem. Und irgendwann vielleicht höre ich auf, ich weiß nicht. Ich habe schon mal aufgehört. Also schon ein paar Mal. Wenn man eine Hormonstörung hat, so wie ich, ist das nicht so einfach. Ja, wenn man eine Hormonstörung, ja, nur da kannst du sowieso nichts machen. Weißt du, was ich meine, Daniela? Da kannst du sowieso nichts tun. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es geht nur mit diesem Kaloriendefizit, geht nicht anders. Und so wie ich gemeint habe, man muss dann seinen Weg finden. Ne? Und das kann dann schon sein. Also bei gewissen eben Veranlagungen, Störungen, was alles Mögliche gibt, das spielt mit, aber unterm Strich bleibt es dann immer das Gleiche. Ohne Bewegung und ohne dass man eben die Zufuhr auch entsprechend relativiert, geht so oder so nicht. Also das meine ich damit. Ne? Und das ist nicht, das betrifft dann alle. Ein Burger. So, pass auf, jetzt aber. Wenn der Herr gar nicht will, nutzt es gar nichts. Die Neffi spielt so, wie es da steht. Aber ich gebe keine Garantien, dass ich das überhaupt zusammenbringe. Ach, das ist ja da der. Na gut. Der Herr kommt nicht, er will uns das gar nicht. Na, schauen wir mal. Hat ein Vorspiel. Die Welt ist so schön und die Welt ist so reich. Doch ist halt das Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt. Und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Jeder Mensch hofft und jeder Mensch strebt. Doch viele sind da, die umsonst nur gelebt. Was nutzt all das Denken? Es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es aber nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es aber nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. Willst du die zweite auch noch hören? Das Leben hat mir eine Lehre geschenkt. Es kommt immer anders, als man es denkt, als man es sich denkt. Darum soll man nicht sagen, es muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du haltest still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht.
Wann der Herrgott nicht will, nutzt das gar nix. Schrei nicht bleib schön stumm, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal einmal und einmal Freud, einmal Leid. Wann der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, denn der Herrgott weiß immer warum. Na, was sagt's? Na, was sagt's? Du sagt's nix mehr. Und der Herrgott nicht will. Er ist eigentlich eine schöne Nummer. Eigentlich eine sehr schöne Nummer. Wenn Patrick vorschlagen. Ich glaube, er gefällt es nicht so gut. Aber es ist wurscht. Er muss. Hat es euch gefallen? Ich glaube schon. Ich glaube, die Achtel von einer, ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals. Ja, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist 10:30. Freunde! Eigentlich ist Zeit, dass wir Schluss machen, schon langsam. Nicht? Was meint ihr? Wie ist so eure Einstellung zur Sache, zur Lage der Nation? Habe ich nochmal, warte mal, das tun wir nochmal einspülen, sicherheitshalber. Sicherheitshalber, falls sie wer nicht ganz sicher ist, das passt, das ist nicht ganz unten, das muss ich verschieben ein bisschen. So, ui, das war zweit. So. So. Ja, kann ich alles. So, die Achtel von einer Bravo. Klausi sagt, der Snoop Dogg Doggy Style, danke euch vielmals. Hannas Cat. Hannas Cat Little, was hätte man da? Die oft seltsamen Akkorde des Rutger Marz fehlen schon. Ja, das glaube ich schon. Ja, wobei dann die Schwierigkeit ja oft ist bei diesen Spontangeschichten gegen früher, durch das, dass er halt schlecht sieht, kann er jetzt damit, was du so Noten hinlegst, der Sicht ist ja wirklich nur halbert. Und dann das Umlegen, also da muss ich einmal ein bisschen in Schutz nehmen und dann natürlich improvisiert darüber, weil was soll ich machen, ne? René Lemp sagt, ein wahrer Könnerbau, Dankeschön. Was noch 5 Minuten weitermachst, sieht dich der Max auch. Na, sicher. Nein, in Maxl warten wir noch, oder? In Maxl warten wir an und wenn der Max da ist, haben wir ihm eine rote Achtel rein, dass er vom Spätdienst heimgekommen ist. Das war leibend. Was soll ich noch spielen? Sag's an, was soll ich noch spielen? Schau, 5 Euro Michael Schimpel, danke schön. In Herrgott, in Live hätte ich heute nicht mehr gerechnet. Danke für die schöne Überraschung, na gern. Jawohl. Es sind noch 165 Stunden bis zur nächsten Pavlatschen. Landeinstromer, jawohl. Der Wein wird warm, Kinder. Der Wein wird warm. Irme, jawohl. Was könnte man noch spielen? Ich habe so viele Wünsche gesagt, aber ui, schau, diese Flasche ist uns eine Leere. Aber ich weiß nicht mehr was. Von den Eigenkompositionen haben wir, glaube ich, alles durch, oder? Also so die wesentlichen. Die blaue Tinten hätten wir noch. Die blaue Tinten. Jetzt keine Lust. Was hätten wir noch? Oder Altswerner Lied. Die Skyline, Fritzelstadt, die habe ich schon gespielt. Skyline ist halt schon gespielt worden. Die haben wir schon gespielt. Also was machen jetzt mit der Wasserflaschen erst? Die haben wir schon gespielt. Ich wäre für die Skyline, die haben wir schon gespielt. Kinder, Snoop Dogg ist also bist du auch später gekommen. Die haben wir schon gespielt gehabt. Die zweimal kann ich nicht spielen. Zweimal das gleiche. Nein, zweimal das gleiche geht nicht. Was vom Amboss? Ja, ich
Ich meine, spielen wir ja normal nicht, weil wir ja nur Wiener das spielen. Aber heute, wie man das, Christoph Acker, wie man mal geredet davon. Von der Kineten, gell? Wie geht denn die? Nein, das ist nicht. War in der Früh die Nacht gegen einen Tag den Kerzen zieht, war die letzte Dämmerung verwiegt. Dann wach ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. So wach ich auf. Die Tschuschen kommen und ich muss mich schleichen, sonst zangen's mich an. So steh ich halt auf und putz mir den Dreck aus, so gut ich kann. So wach ich auf in der Kineten, wo ich schlaf. So wach ich auf. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und nicht mehr gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Flaschel rum in der Manteltaschen. Den geb ich mir zum Frühstück und dann schnur ich auch noch Zigaretten an. Und ein Schöling. Es ist doch ganz egal, ob ich was arbeite oder nicht. Weil für die dünne Klostersuppen genügt's doch auch wenn ich im Bett. Halt mir da, weil heute schicken's meine Kineten zu. Lass mich in Ruhe. Und ich hab nix als wie ein Flaschel rum mit der Manteltaschen. Den geb ich mir zum Frühstück und dann schnur ich auch noch mal Zigaretten an. Und ein Schöling. Und die Leute kommen mir entgegen, wie eine Mauer kommen's auf mich zu. Und ich bin der Erste, der entgegengeht, kommt mir vor. Aber ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Schau, da liegt der Leich im Ring, das Blut rennt in Kanal. Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Ist denn das, kennst du den? Bei dem verschmierten Gesicht kann ich das nicht sehen. Der Hofer war so ein 20er Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen Anfall gekriegt und hat die Leute dann massakriert. Da geht er ran und durch die Leute und jeder hat sich freit. Der Hofer war's, der Sündenbock, der Hofer, den was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich viere hin zum Hofer seiner Türe. Da schreit die Leute, komm raus, Mörder, aus ist heut. Geh mich auf die Tür.
dir für dein Verbrechen musst jetzt zahlen. Geh, komm außer da, wir schneidert Gurgel, ja, du hast keine Freunde, die dort steuern wollen. Mächel mehr der Leid schinder, die Justiz war heute geschwinder. Alles was glaubst, alles der Hofer kommen's raus. Und sie pumpen an die Tier und sie machen ein Graveur als wir und sie treten's glatt ein, dass die Hausmeisterin nicht seh und sagt, ja was ist denn meine Herren, dass wir doch den Hausfrieden nicht stören, weil eines weiß ich ganz gewiss, dass die Lech der Hofer ist. Brustmädel quasi. Peter folgt, oha, dann habe ich die Schallplatten schon über 50 Jahre. Das wird, fürchte ich, so sein. Ja. Ja. Es sagt viel über die Wiener Mentalität, das leider, ja. Wobei ich natürlich ehrlich sagen muss, es ist, glaube ich, wie soll ich sagen, so mit Mentalität ist es immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, es ist woanders nicht wirklich anders. Es ist halt so, ja, also ich glaube, die Menschen sind im Wesentlichen ganz gleich, es sind nur Nuancen sind halt anders, das ist meine Theorie, aber ja, kann man nicht so wirklich festhalten. Zwick, Hupf in Gas und geh Skifahren. Skifahren jetzt, besser deppert, Skifahren. Ja, textliche Wahnsinn ohne Problem, das wundert mich aber selber. Christoph Acker, das wundert mich wirklich selber. Gut oder Braun? Wolfgang Gambus. Wolfgang Gambus sind Lieder, die Texte meistens von Josie Prokopetz. Jawohl. Skifahren. Fistdeppert. Wie ist denn das gegangen? Na, wie ist denn das gegangen? Das machen wir da. Warte, aber dann nimm jetzt den her, oder? Nimm den auch. Nein, ist ja wurscht. Bleib auf der Gitarre, ist ja egal. Jetzt müsste der Patrick auf der Harmonika spielen. Am Freitag auf Nacht und die Ritte Ski auf mein Auto und dann begebe ich mich in Stube, Tal oder noch zu dem See. Weil drum auf dem Berg sind wir an lebenden Schnee. Weil ich will Skifahren, Skifahren, Skifahren. Weil Skifahren ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. In der Früh bin ich der Erste, der was raufgefährt, damit ich nicht so lang aus raufgefahren wart. Und drum auf der Hitten kauf ich mir einen Jagertee, weil so ein Tee macht den Schnee erst so richtig schön. Weil ich will Skifahren, Skifahren, wow, Skifahren. Weil Skifahren ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Und wenn der Schnee stoppt und wenn die Sonne scheint, dann hab ich alles Glück in mir vereint. Ich steh am Gipfel, schau oben ins Tal. Jeder ist glücklich, jeder fühlt sich wohl und will nur Skifahren.
Tag auf Nacht montiere den Ski auf mein Auto. Aber dann überkommt's mich und ich schau noch einmal auf und denk mir, aber was? Ich fahr noch nicht raus, ich bleib am Montag auch noch da Ski fahren. Ski fahren, wow, Ski fahren. Weil Skifahren ist das Leibendste, was man sich nur vorstellen kann. Bist du deppert, das habe ich ewig nicht gespielt, aber es hat mir jetzt echt Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, mega. Das war jahrelang beim Hit beim Oktoberfest, das glaube ich. Sprachlos, Markus Pristonik, ja. Tut mir leid, das ist nur ein Ausrutscher. Es ist nur ein momentaner Ausrutscher. Wahnsinn. Aber das habe ich echt schon lange nicht gespielt. Bist du Deppel. Wahnsinn. Wahnsinn. Muss erst wieder runterkommen. Muss erst wieder. Stein 07, sag gut Klaus, sagt er. Dankeschön. Ja. Aber ich meine, ich muss jetzt, das sind die Nummern, die ich gelernt habe, ganz am Anfang meiner Gitarrenzeit. Also ich sage jetzt mal mit 14, ja, irgendwo in der Zeit, mit 13, 14 Jahren habe ich die Lieder gespielt und natürlich, deswegen kann ich es noch. Aber da gibt es ja so viele andere wunderschöne Sachen. Warte mal. Was ist anderes? Ich muss überlegen, ich muss suchen was. Da muss ich kurz unterbrechen. Schöner großer Max, gerade heimgekommen. Maxl, haut's eine bitte. Eine rote Achteln für den Max. Markus Schlögl, taugt mir voll, dass er heimgekommen ist und jetzt noch was mitkriegt von uns. Er hätte sich wahrscheinlich gedacht, einen schönen gemütlichen Abend, wenn ich jetzt nach Hause komme. Bevor ich ins Bett falle, aber auch, er kommt heim und es ist noch immer sitzt seine vorm Bildschirm und schaut sich die Pavlatschen an. Daher haut's eine für den Maxl, der ja also Daniela Schlögl und Max Schlögl ja beide in einer Pavlatschen mal live dabei waren in der buckligen Welt und ja, der Max eine Gitarre mitgehabt hat. Also insofern fast ein Tribut an die Austropop-Geschichten, Maxl-mäßig. Die weißen Pferde, ja, die mache ich wieder, wenn der Maxl spielt. Bei jedem Wickel mit der Mutter war mein erster Weg von daheim zu dir. Und du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen. Alles vergeht, komm, trink ein Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr gehen. Worauf ich aus den Kosten in der Nacht die paar tausend Schulden geflattert hab. Zum Verputzen in der Diskothek ein paar Tage drauf, hast mich danach gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch bläht. Dein Blick war traurig, dann hab ich geredet. Du hast nur gesagt, komm, lass wir's bleiben. Dein Geld kann gar nie so glücklich sein. Wie du vom Krieg erzählt hast, wie du einen Russen allgenau
gegenübergestanden bist. Ihr habt euch gegenseitig einen Schick angeboten und die Hand am Abzug und zittert vor lauter Schiss. Oder die Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern, ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, erster Freund auf den nicht verstehen. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater. Du warst kein Übermensch, hast auch nie so getan, grad deswegen war da irgendwie eine Kraft. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich Ahnung gekriegt, wie man's vielleicht schafft. Der Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen. Niemals gewollt, alles bereden, aber auch keine Angst vor irgendwen. Großvater, kannst du nicht runterkommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater. Großvater. Jawohl. Jawohl. Das ist mir noch eingefallen, das war auch bei diesen Liedern, die ich ganz am Anfang gelernt habe. Ich habe dann schon noch sehr viele andere so Austropop-Nummern drauf gehabt. Nur, die habe ich ewig alle nicht gespielt. Nur diese allerersten Nummern, die haben sich dermaßen natürlich verankert im Langzeitgedächtnis, dass das geht. Ich meine, das ist ich bin voll überrascht, dass ich das überhaupt halbwegs zusammengebracht habe. So, das war ein kleiner Ausritt. I'm from Austria. Na, Grüße. Leider Fendrich kann ich nicht spielen, sonst wird mir das Video gelöscht. Ja, es ist leider so, die Gefahr ist zu groß. Aber ein Kadaver für Günterich Russell, weil das kann ich leider nicht. Da habe ich auch keine Noten. Vom Ernst Molden. Aber Kadaver, wo sind meine Haberer? Wo sind meine Freunde, wenn die Sonne scheint? 5 Euro Christoph Acker. Danke für den Großvater, ich mag die Nummer. Christoph Acker. Dankeschön. Und wenn jemand glaubt, dass es natürlich wirklich wert ist, unbedingt finanzielle Mittel locker zu machen, nicht nur mit der Musik, sondern auch, dass der Patrick wieder einen fahrbaren Untersatz hat. Der findet die Möglichkeiten, in den virtuellen Hut was reinzuhauen. Hier eingeblendet und natürlich auch in der Videobeschreibung. Ganz klar, ich freue mich für euch, sage ich. Ich danke euch vielmals für eure Großzügigkeit und ja, irgendwann bleibe ich dann dort, Jesus. Nein. Das Problem ist, da kann ich den Text nicht. Ich kann nur den Parodietext von Altbottel nie mehr wieder fahre fort. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob das gescheit ist, wenn ich das da spiele, weil es. Ja, weil das Blöde ist mit manchen Sachen, ja. Bernard aus Motto Fendrich ist ein Blogger, da geht er, habe ich Connections. Nein, der Fendrich untersagt Coverversionen von ihm. Und man respektiere, ist in Ordnung, ist es so, aber das ist tatsächlich so. Wir haben gespielt, wir haben eine Parodie von einem eben, wenn es der Herz ist wie ein Bergwerk, weil es dann Arsch ist wie ein Bergwerk, haben wir also eine Parodie. Die haben wir hin und wieder mal live gespielt,
Und das haben im Laufe der Jahre immer wieder mal, hat das einer mitgeschnitten, halt irgendein Fan, halt, und hat es dann auf YouTube eingestellt und das war wirklich tatsächlich innerhalb von einer Woche, war das Video wieder gelöscht, gesperrt. Und daher lassen wir also komplett also alles was Fendrich betrifft, lassen wir aus, weil da wissen wir, dass da tatsächlich dahinter sind. Es ist nicht der Fendrich selber. Ich meine, der Fendrich selber hat das weitergegeben, dass er das nicht wünscht. Wie gesagt, ist zu respektieren. Aber tatsächlich sind wer auch immer das macht, das Management und so weiter ist da recht streng und recht dahinter. Dass die das, ja. Daher keine Fendrich-Nummer, leider. Keine Fendrich-Nummer. Die Gundula, was singt sie in meinem Konzertprogramm? Was singst du? Und irgendwann bleibe ich dann dort, alles klar. Ja. Ja, Michael Unger auf jeden Fall, na klar, der war leibender gewesen oder der. Aber ich war zu viel, dass ich die Gitarren wechsle. Ganz schlicht und einfach. Galitzeberg wäre schön, Musikraum, jawohl. Galitzeberg, das war was Wienerisches. Jetzt haben wir was Wienerisches rein. Ja, Tom Petty hat auch Covers und ja. Lieder aus der Jugend, jawohl. Gibt es Bandler aus der Haar? Ja, das ist ja eigentlich ein Country-Klassiker. Ja, genau. Na, es ist wirklich, ja. Aber wie gesagt, also bei Fendrich-Nummern ganz, weil es ist dann schade, ne? Weil dann hast du ein Lied und nur ein Zitat von dem Lied drinnen und die ganze Flatschen ist gelöscht. Ne? Und du kannst nichts machen. Man gibt das schon, du kannst ja nur den Teil löschen und so weiter. Das ist halt eine langwierige Geschichte, also es steht für nichts. Meister Pumuckl! Die Plattenleben sehr hörig ist, weil Parodie einfach ungefragt gemacht wird. Nein, es ist so, Meister Pumuckl. Ich weiß nicht, YouTube ist da nicht hörig, sondern es ist tatsächlich die Rechtslage ja so. Nicht? Also wenn du der Urheber, wenn du der Rechteinhaber des Liedes bist, dann bist du der Rechteinhaber. Da fährt die Eisenbahn drüber, da kannst du machen, was du willst, und wenn einer sagt, ich will nicht, dass der Parodie gemacht wird, dann geht es nicht. Weißt du, wo du allerdings recht hast, absolut recht hast, der einfach ungefragt gemacht werden, ist live. Also live spielen, darf ich das alles. Also das ist überhaupt, das ist nicht illegal. Ich darf live auf der Bühne spielen, was ich will. Das darf ich alles. Es geht nur um Aufnahmen. Und quasi eine YouTube-Sendung ist eine Aufnahme. Um das geht es in der ganzen Geschichte. Und das ist die Problematik dahinter. Wie gesagt, live darf es alles machen. Also live darf ich auch Fendrich Covers spielen und so weiter. Nur ich darf es nicht aufnehmen. Und aufnehmen fällt halt auch natürlich neue Medien, fällt auch unter Aufnahme. Daher, ja. Galitzeberg in G-Dur. Nein, ich denke, mir lass dich ansehen. Ich glaube, dass wir es in C haben. Nein, ich denke, mir lass dich ansehen. Ich muss kurz überlegen, weil der Partner gar nicht da ist. Nein, ich denke, mir lass dich ansehen. Und gestern habe ich so spazieren. Dann machen wir es in G, ist ja wurscht. Manfred, machen wir es in G, vielleicht ist es in G. Du kannst es mitspielen. Es gibt ein Fendrich-Cover-Lieder auf YouTube. Wirklich wahr, Michael Unger? Wirklich wahr? Nein, wie gesagt, ich weiß noch, einige sind gelöscht worden. Ja. Vielleicht, ich sehe auf YouTube ganz viele Covers. Da schau her, sagt die Gundula auch. Na gut, okay, pass auf, jetzt kann es natürlich sein, dass reine Coverversionen 1:1, dass da nicht so streng sind und das, was wir immer gespielt haben, das war Parodie. Das ist natürlich was anderes. Weil wenn ich jetzt 1:1 das Lied spiele, das ist ja vielleicht nicht so, aber es ist interessant, ja. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir sind zusammen 3-mal Videos verschwunden und ja wurscht, der Fendrich will es nicht, also spiele ich nichts von Fendrich, ganz einfach. Das muss ja er wissen, was er will oder was er nicht will. Und mir ist recht, dann halt nicht. Ich sage es wirklich, wie es ist. Ich finde sowas immer, ich verstehe es nicht, sagen wir es so. Ich respektiere das, aber ich verstehe es nicht, wer Musiker macht Musik und will eigentlich, dass das verbreitet wird und dass die Leute das
das verarbeitet. Und ich denke mir immer so, eine Parodie, wenn jetzt einer ein Lied von mir nimmt und eine Parodie draufschreibt, denke ich mir, das ist die größte Ehre, die es gibt. Das ist. Aber ja, das sieht halt nicht jeder so. Naja. 9 Jahre drinnen stehen, interessant. Aber wie gesagt, das werden alles wirkliche Coverversionen sein. Ja. Das kann schon sein, dass er dann vielleicht gar nicht so streng ist. Ja. Na gut, müssen wir anschauen. Aber wie gesagt, ich hab einfach gesagt, nein, ich spiele keinen Fendrich mehr. So ist es. So ist es. Wir werden einfach keinen Fendrich spielen. Ganz einfach. Aber ja, das wird dann daran liegen, dass es eine Parodie ist. Also Parodien mag ich nicht in die Coverversion, das geht dann. Ja, dann haben wir einen Klick. Aber deswegen spiele ich es einem Austrag vom Austria auch nicht. Sicher ist sicher. Ich will nicht, dass die Pavlatschen verschwunden ist. Jetzt hakle ich mich da durch. Jetzt kommen wir zum Schluss, Leute. Jetzt kommen wir zum Schluss. 2-3 Stunden. Musikraum hat gewünscht, Skaliziberg-Lied. Und die Gustav, Manfred Kraft, hast du die Quetschen angelegt? Wenn man Herz so jetzt da nicht, aber gefühlsmäßig. Die Vibrations werden da sein. Ja. Bernaus Motto, Rick Beato hat dazu super Videos. Er nennt die Blocker, ja. Den verfolge ich auch, den Rick Beato habe ich auch auf meinem Radar immer wieder. Das ist ein Musiker der alten Schule und der sich das, also ja, genau. Wurscht, da wissen wir Bescheid. Bernaus Motto, wer wirklich Musik interessiert ist, auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, Rick Beato eingeben, wirklich ganz spannende Videos. Ganz spannende Videos. Zum Thema Musikbusiness, auch natürlich Musiktheorie und dergleichen, aber oder ein super Interview gehabt mit Sting zum Beispiel auch. Das haben wir letztens mit Tommy Emanuel. Also wirklich, ja, wer da eintauchen will, Rick Beato, Bernaus Motto hat es geschrieben. Ganz interessant. Eine Parodie von der blauen Tinten war schon pervers. Ja, das stimmt aber auch wieder, ja. Die Flaschen sind schon leer, ja. Meister Pumuckl sagt auch, Rick Beato, Superman, ja. Absolut. Bin auch ein großer Freund seiner Videos. So, jetzt aber, Galiziberg-Lied. Ich hoffe, Manfred Kraft ist bereit. Neulich denk ich mir, lass dich rasieren und gehst dann ein wenig spazieren und dass du kein Geld nicht gibst aus, so gehst am Galiziberg hinaus und wie ich am Galiziberg komm und schau mir ein wenig so um, da sieh ich ganz still und ganz calm ein Vogelnest rum auf einem Baum. Ich denk mir, da kraxelst jetzt auf und nimmst du das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, aber wie ich oben war das Vogelnest leer. Und wie ich ein paar Monate sitz, vom Aufgegrönt fürchterlich schwitz, kommt ein Liebespaar versunken in Tränen und setzt sich grad unter mein Baum. Aber ich auf mein Baum bin ganz still, ich will sehen, was der Liebhaber will. Der sagt, ich hab dich so gern, ja du sollst ja mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr, also allerhand. Sie sagt, ich tät die Bitte dir gewähren, ja, aber wer sie unsere Kinder ernähren. Aber geh Schatzerl, ich bin doch ein Christ, naja, und du von demselben Glauben auch bist. Vertrau nur da drum auf den Herrn, ja, der wird schon unsere Kinder ernähren. Ja, da schräg ich oben vom Baum, Bagage, aber jetzt schlägt sich dann heim. Ja, wenn ich runterkomme, dann sag ich den Herrn, der euch wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken ganz bloß, die haben glaubt, dass der Herrgott schon weiß. Die sind gerannt über Stock, über Strauch. Die haben gehalten vor Lachen,
mein Bauch. Jawohl! Galitzeberg-Lied. Einmalig. Einmalig. Was, Christoph Acker, vielleicht bring mich Klaus und so weit? So weit? Wie weit? Bei was? Schrei nach Liebe? Auf was? Auf der Kontra... Was habt ihr vor? Christoph Acker, da würde ich... Schrei nach Liebe? Na, das kann ich gar nicht. Alter. Alter, das sicher nicht. Es gibt Grenzen, meine Herrschaften, es gibt Grenzen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's mal mit euch. Das ist aber eher Wahnsinn. Was haben wir denn? Was haben wir denn jetzt da? Na bitte, 2,3 Stunde. Pawlatsch ist würdig, oder? Mittlerweile wird der Patrick auch schon daheim sein. Das tut mir leid. Das ist sehr arsch. Aber was sollst du machen? Was sollst du machen? Fix Teufel. Naja, also seht am Wohl jetzt einmal in alle. Und dass wir heute so einen leibenden Abend bis jetzt verbracht haben, muss ich nur sagen, Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. so eine Freude habe ich. So eine Freude habe ich. Ganz leibend. Klaus, ihr macht ein eigenes kurzes Video mit einem Fendrich-Cover und schauen wir, wie lange es online ist. Ja, das kann man probieren. Aber das mache ich nicht mit der Pawlatsch, aber Bernhausmod ist eine Idee. Das machen wir wirklich. Das machen wir wirklich, weil, ja, aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich, ja, es ist halt so, wenn es natürlich, wenn wir jetzt eine Parodie aufstellen und es wird gelöscht, das ist jetzt für den Kanal nicht sonderlich gut. Fritzl Stadtguss, was ist? Ich pack's nicht, wird's noch dauern? Was dauert? Fritzl, wo können wir da helfen? Fritzl, wo können wir da helfen? Wo haben wir da? Die Pawlatschis müssen zusammenhelfen. Der Fritzl hat irgendwas. Werde ich versuchen. Warte, ich suche da auf. Wildcat habe ich auf die trunken 5 Euro vom Mösle. Falls nicht? Na, habe ich sicher nicht. Wildcat, danke dir schön. Und wie gesagt, schau, dass das Mösle wieder gut geht, weil das ist ja Wahnsinn, was ich da spielt. Muss wieder Ruhe einkehren. So. Wie geht das? Der Fritzl Stadtguss sucht was. Ich weiß nicht, aber Kadaver finden. Ja, genau. Wie geht das? Was? Na, weiß ich nicht. Finde ich. Dem Fendrich hat die Stimme nicht gefallen, Michael Unger. Nein, das hat mit dem. Nein, der hat, also das weiß ich wirklich vom Fendrich selber sozusagen jetzt. Er will nicht, dass seine Lieder gecovert werden oder parodiert werden, also dass ein anderer Text ist oder was. Ne? Geht nur ums Profilbild, Fritzl, achso, okay, alles klar. Aber damit sagt der Snoop Dogg, da ist nicht, ja. Maggie Pemberton, was? Ich mache mir langsam Sorgen wegen Harry. Was für Harry wieder? Was für ein Sorgen um ein Harry? Alter, ich steige jetzt schon aus. Welcher Harry, Maggie? Wegen Harry. Was haben wir für ein Harry? Was ist mit Harry? Ja, Berner Hausmutter fragt auch, welcher Harry? Achso, der Harry Schneller Fonte. Na gar nichts, der ist einfach nicht da. Der Verlot, der. Was den Harry Schneller Fonte meinst, der ist einfach nicht da. Der hat nicht zugeschaut, der hat etwas Besseres tun gehabt, das Pawlatschen schauen. Und das wird er gespielen. Das wird er gespielen. Und dann, na warten wir. Den beilen wir schon her. Bernhard, bist dabei, der Bernhard Hausmutter ist dabei. Den beilen wir her, den Harry. Den passen wir an. Da fahren wir zu ihm, wo ist er jetzt, in Favoriten oder Simmering? Na, Favoriten, glaube ich, mittlerweile. Ist ja Kaisermühlner, ein geborener Kaisermühlner. Und ich glaube, jetzt ist er in Simmering oder Favoriten. Ich glaube, Favoriten. Den passen wir an. Ja, Christoph Acke, ja. Ja, aber Ärztin, so, das ist nicht so meine Welt. Das ist nicht so meine Welt. Aber man schon viel natürlich auch immer gehört. Und,
aber ist nicht so mein Ding. Der Harry Brünster, ja. Freunde, wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Das Glas wurde geleert. Würdigst das Botello aus Chardonnay von 2019 gekillt. Das Leergut von Patrick steht noch da. Ist schön sauber, habe ich auf den Sessel gelegt, damit er zumindest ein bisschen bei uns ist. Und jetzt möchte ich mich verabschieden. Benaus-Motto, morgen 21 Uhr Live-Chat auf meinem Kanal, Motorradfahren, aber auch gerne Musik. Ja, aber ich werde morgen um 9 Uhr wahrscheinlich nicht können. Ich habe die Nachricht gekriegt. Aber vielleicht, also wenn es sich irgendwie ausgeht, bin ich natürlich gern dabei. Für alle anderen auch. Geht am Motorrad fahren. Benaus-Motto ja ja, kann man sagen, jetzt ist mir ein Wort eingefallen, es ist mir in der Sekunde wieder entfallen, dann soll man es nicht sagen wahrscheinlich. Eine Koryphäe des Motorradfahrens, bei Rennfahrern und alles Mögliche. Also kennt sich gut aus, ist gut unterwegs, weiß da gut Bescheid. Wenn das Thema Motorrad interessiert, würde ich gerne bei Bernhard Haas Motor vorbeischauen. Und ein Gitarrensammler, E-Gitarrensammler, also auch das Thema Musik durchaus original bei ihm gut aufkommen. Wenn es mir irgendwie ausgeht, Bernhard, bin ich dabei. Ich fürchte nur eher, dass es nicht sein wird. Aber ich sage niemals nie. Ja? Der Klausi schickt uns schon wieder ins Bett. Ja, es ist so. Susanne Faber sagt auch, schön war es wieder. Danke, schön. Irgendwo beim Arsenalwunder. Also da ist der Font. Die Sperrstunde spiele nicht Michael Unger, aber eine Eigenkomposition und die passt ganz gut zum Schluss. Ich danke euch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr für euer Dabeisein, dass ihr mich solo ertragen habt und keine bösen Kommentare abgegeben habt. Nicht einmal einen Daumen runter hat es gegeben für das, was ich da allein euch zugemutet habe. Allein für das gebührt euch ein Orden, aber ich sage einmal, wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder in Gemeinschaft mit Patrick. Warum auch nicht? Also warum sollte es sollte nichts dazwischen kommen. Ich würde mich darauf freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Sagt es weiter, bitte teilt unseren Kanal. Wer den Kanal nicht abonniert hat, natürlich abonnieren, ist eigentlich klar. Braucht man nicht extra sagen, in Wahrheit. Abonniert uns die anderen Kanäle. Haut einen Schmattes in den virtuellen Hut. Was kann ich sonst noch? Kauft euch Leiberln. Was können wir noch machen? Kommt zu unseren Konzerten, tragt sich bei unseren Newsletter ein. Was gibt es noch? Jetzt habe ich es glaube ich schon durch. Ich glaube, jetzt habe ich es schon durch. War wieder anders und super okay. Ulis Lonek, danke schön. Du warst so toll. Gundula, vielen herzlichen Dank. Schöne gute Nacht, Daniela. Mösli hat Pilz auf Lunge. Geht schon ein halbes Jahr. Na, gestreichte Welt geht. Weit geht. Jetzt da. Gib der Mösli ein Achtel oder irgendwas. Weißt du, das ein bisschen. Wieder, aber es wird schon werden. Wird schon werden. Wir wünschen das Beste. Ich wünsche euch das Beste. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder sehen. Und bis dahin machen wir in Herrn Wirten einen Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben nicht gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag, ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön, es hat mich gefreut. Aber für heute singe ich das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Post und gesungen viel, nur gegen End wird's langsam still. Und so hat auch jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel.
Der Hund mit euch war wunderschön. Es hat mir wirklich sehr gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Dankeschön. Alles Liebe. Viert euch gut, Papa. Menschen sind